grüß euch, servus, küsst die Hände. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Hoch. Ihr hört seit Lieder aus früherer Zeit und manche Ohren sind schon von heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Der Patrick spielt die Harmonika, der Klausi zupft auf der Gitarre. Als Backe spielen wir noch den Werner Schar. Die Quetsche klingt halt super fein, die Kontrabombe hinten rein. Uns Gesang klingt jetzt auch schon recht human. Dummlein und grüß euch, servus, grüß dich. Es wird Zeit mit Musik verwendet. Ich spiel für euch die 16er Buch. Ihr hört seit Lieder aus früherer Zeit und manche Hodern sind schon von heute. Das Wiener Lied geht sicher nicht verloren. Habe die Ehre und grüß euch Gott. Grüß euch, servus. Küsst hin zur Fake-Pavlatschen-Nummer. Also die 2 hätte ich gesagt. könnte man sagen, oder man sagt, das ist die Pavlatschen Nummer 157, nicht? Aber Ja, aber das ist es. es ist ja kein Es ist ja nicht ein Livestream. Es ist ja kein Livestream. Es ist ja heute eine Fake-Pavlatschen, also kein Livestream. Wir sind nicht live, deswegen haben wir auch keinen Computer da, wo wir im Chat noch mit Lied mitlesen können. ein völlig leerer Tisch. Ja. Wobei ihr natürlich, wenn ihr zuschaut bei der Premiere, bei der sogenannten Premiere auf YouTube, dann könnt ihr natürlich chatten untereinander. Ich weiß ja, vielleicht sogar sind wir ja auch mit dabei im Chat kurzfristig. Das müssen wir erst sehen, weil wir ja wo sind? Wir sind in der Wiener Hofburg beim Ball vom Grünen Kreuz, also besser bekannt als Jägerball. Beim Jägerball. Ja, und da Ja, da können wir natürlich von dort nicht live berichten und deswegen haben wir gesagt, wir lassen die Pavlatschen nicht ausfallen in dem Sinn, können aber eben nicht live sein. Aber wie gesagt, es geht ja Zeit, dass wir vielleicht jetzt zumindest über das Handy die ein oder andere Chat-Eintragung machen können. Das wird ja Aber, um 20:15 Uhr noch ausgehen am Anfang. Und Möglicherweise. ja. Möglicherweise. Aber auf jeden Fall begrüßen wir euch herzlich zur Fake-Pavlatschen Nummer 2. Ich glaube, es ist die zweite. Aber dass die zweite ist, ja. Die erste war vor 2 Jahren im Dezember, also in den Weihnachtsferien, war Ja. die erste Fake-Pavlatschen. Sehr gut angekommen, da haben wir einen Schweinsbraten gemacht, haben das gefilmt. Also der Patrick hat einen Schweinsbraten gemacht, wir Ja. haben gefilmt. Ja, und wir haben ein bisschen Und- geplaudert dazwischen. Genau, wir haben und Schweinsbraten haben wir dann zusammengefressen, aber es gibt weder Bilder noch Videos vom fertigen Schweinsbraten, weil wir auf das komplett vergessen gehabt haben. Es sind ein paar kleine Knorpel, sind am Teller gelegen noch. Und dann haben wir gedacht, erst, wir haben ja gar kein Foto mehr gemacht vom fertigen Schweinsbraten. Wahnsinn. Ja, passiert, Ein passiert. Wahnsinn. Aber es ist ja nichts passiert eigentlich. Nichtsdestotrotz, keine Pavlatschen ohne entsprechende würdigen, wie sagt man, Weinbegleitung. Heute gespritzte, einfach nur gespritzte. Und wir hoffen, wir machen euch jetzt trotzdem eine Freude, auch wenn wir nicht live da sind, sondern halt Hoffentlich. Aufzeichnung. Aufzeichnung. Sehr zum Wohl. Gesundheit. Auf euch auch. Auf euch auch. Sehr zum Wohl. Brauche heute nicht einmal den Finger zu heben, weil ein Superchat kommt. Es kommt jetzt keiner. Heute kommt kein Superchat rein. Hingegen sollte jemand von euch meinen, er würde trotzdem was in den Hut schmeißen, also das kann man schon machen. Also alle diese Funktionen funktionieren. Die ganzen Features bleiben sozusagen. Die Features bleiben. Ja. Aber auf jeden Fall, wir haben gesagt, nein, statt ausfallen lassen, machen wir ein Fake-Pavlatschen. Und wir haben uns heute überlegt, wir konzentrieren uns auf unsere Eigenkompositionen. Wollten wir schon lange mal machen, eigentlich sowas, ja? Ja, eigentlich schon. Das eigentlich ist schon. ein guter Anlass. finde Und ich habe ein paar ausgeschrieben. Wir haben sicher welche vergessen. Da bin ich überzeugt. Aber es ist ja wurscht, wir müssen ja nicht alle Spiele, die wir geschrieben haben, sondern es geht ein bisschen um die Lieder, um die Hits also von uns. Und ein bisschen eine Geschichte dazu, warum wieso oder wie sie entstanden sind. Die Hitte. Die Hitte. Sozusagen. Den ersten habe ich schon gemacht, grüß euch aus Küste hin. Ja. Das ist Kummer auf einer CD, ist das so. Siehst, hätten wir uns besser vorbereitet. Hätten wir uns doch besser vor. Ich weiß ja nicht, auf welcher CD das Weiß ich auch auch nicht ist. mehr. Ja. Ich glaube auf der Vorstadt Plus. Ist auf der Vorstadt. Nein, auf der. Oh ja, ja, auf der Vorstadt. Vorstadt Plus. Draus. Haben wir in ja, das haben wir im Taktlos auf. Ja, Ja, Vorstadt ja, Plus. Ja, genau. Genau. Ist es auch schon eine ältere Nummer? Ist halt eine Begrüßungsnummer. Ich habe mir gedacht, ja, machst du eine Begrüßungsnummer. Damals, grüß euch, servus, küss dich. Ja. Ich glaube, mehr zu dem Lied kann man gar nicht viel sagen. Das war einfach immer doch, schreibe eine Begrüßungsnummer. Wir brauchen eine Begrüßungsnummer. Das war eigentlich der Hintergrund. Also absolut unromantisch. Komplett ohne
künstlerisch-kreative, weiß ich nicht, Hintergrundromantik. Ja, aber ich finde die Nummer trotzdem gut. Ja, leibend, ich finde es wirklich leibend, muss ich ehrlich sagen selber. Und wir haben sie geschrieben, lange nicht gespielt. Und der Marco Buchler von der Zauberratskabanda, der hat uns mehrfach hat uns darauf hingewiesen, die Nummer ist so leibend, die singe ich jeden Tag in der Früh, wenn ich im Auto sitze. Die ist einfach leibend, die fährt, warum spielt sie die nie? Und da gab es eine zweite Person, einer, die mich angerufen hat, eine liebe Südtirolerin, die Stefanie Unterberger. Also? Ja, die hat auch gesagt, die Nummer ist großartig, ich singe die jeden Tag, das geht so ins Ohr. Ja, und das stimmt auch wirklich. Das stimmt auch, ja. Und dann haben wir gesagt, naja, wenn es einer so gefällt, dann schauen wir es uns halt wieder an, wenn wir es ja schon verlernt gehabt. Ne? Also das war die erste, aber mehr, glaube ich, gibt es ja den Lied nicht zum Sagen. Mir fällt auch nichts mehr dazu. Nicht so, also gehen wir ruhig dieses Lied sozusagen abhaken. Begießen. Sehr zum Wohle. Ist schon ungewohnt, ich wollte gerade am Chat schauen, aber ja. Es ist wirklich... Es ist eigentlich... Wir haben vorher kurz plaudert nämlich, ne? Während der Vorbereitung zur Pavlatschen, dass es eigentlich anstrengender ist, so die Pavlatschen zu machen, weil wir das so gewohnt sind, diese Interaktion mit euch. Ja, geht mir schon jetzt. Nein, und dann kommt dazu, wenn es jetzt wirklich live, du schaust auf live, du bist live. Du redest der Chat, du siehst die Leute schon zu, das ist live. Sagst ja, das ist jetzt so und jetzt müssen wir so agieren. Und jetzt ist irgendwie so die Idee im Hinterkopf, ne? Theoretisch kennt man das ja, pass auf, spielen wir es noch einmal, das kann man ja schneiden. Theoretisch, so. ja. Machen wir nicht. Nein, machen wir nicht. Wir werden es mit allen Fehlern, die wir machen und mit allen genialen Würfen, die wir entstehen lassen, natürlich. Wie man das anstellen? Würfe. Aber es ist wirklich, man hat auch viel weniger gern am Tisch und nichts. Und der Computer steht drin. Es ist so knockert alles. Ich kann nicht einmal einblenden, schmarrt nichts, gar nichts. Es ist ein trauriges Spiel irgendwo, aber... Geht das gar hier rein? Ja, gar hier rein. Es ist gefährlich. Widerspricht. Es sind ein paar Stolperfallen hier auch aufgebaut wieder. Ja, deswegen haben wir ja gesagt, wir machen einen leichten Szenenwechsel, also weg von der Pavlatschen-Ecken hin, da, also nach vorn. Und wir sind natürlich, die Kenner wissen es bei mir in der buckligen Welt, der Klaus. Und ja, und dann machen wir das. So, kommen wir zum zweiten Lied. Was machen du? Die Liste? Du, über Listen, ja, aber wir kann es nicht lesen. Das ist ja nicht. Furchtbare Klaue. Aber wir machen das ja, ohne Reihenfolge in dem Sinn. Aber ich würde fast vorschlagen, wir arbeiten uns von vorn hintere. Also von den Neueren vielleicht. Okay, ja. Und das wären jetzt in dem Fall, das ist ja Gerd Blabol, der ja mehr Texte geschrieben hat und 3 davon habe ich vertont. Und das kam dann auch auf die Doppel-CD Kraut und Ruhm. Nummer 3 und 4, glaube ich. 3 und 4, glaube ich, ja. Und ich finde es gelungen, also vom Text her. Das haben wir jetzt vertont. Fangen wir an, du darfst es aussuchen mit welcher. Fangen wir an. Naja, fangen wir mit Meidlinger. Meidlinger L. Jawohl, Meidlinger L. Ich weiß, ob wir es nicht an Aschenbecher auch herstellen werden. Es kommt dann im Laufe der Sendung dann. Mir kommt das sehr gekünstelt vor. Ein Schluckerl nehmen. Ich habe einen Schluck, dass wir uns ein bisschen an die Live-Pavlatschen erinnern. Das ist ein bisschen steril. Also so. Ich glaube, ich hoffe, das kommt nicht so um. Oh, schon nicht der Austausch fehlt. Es ist einfach. Ja. Nein, mit dir rede ich immer nicht. Ja, aber es ist irgendwie. Ja, aber anders steht. So, jetzt rennt die Aufnahme. Nicht? Wem juckt das? Nicht? Kann, ne? Ja, aber es ist so total. Ja, jetzt rennt die Aufnahme. Vorsicht. Beim Live denkst du. Eigentlich, also ich, nicht? So, jetzt sind wir live. Ja, wurscht. Jetzt geht's an. Nicht? Jetzt haben wir Gaude. Und so denken wir die Aufnahme. Hoffentlich verspülen wir nicht. Geht jetzt ich habe das noch nie gedacht beim Live. Hoffentlich verspülen wir nicht. Ich meine, das war auch schade, weil das hätte ich mir oft gedacht. Was man da schneiden. Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Naja. Also jetzt einmal Meidlinger L. In C-Dur. Oder Gustav? In Gustav. Na schau. Geht's? Jawohl. In Wien gibt es 23 Bezirke. Wenn man schaut, jeder ist in Ordnung nur. Bei uns da gibt es einen Laut. Den bringen sie die anderen Bezirke nicht so hin. Bei uns dagegen kann jeder den Bruder so wie ich. Wenn mich wer fragt, woher ich bin, dann sag ich nicht nur einfach Wien. Ich bin aus Meidlinger Holz und darauf bin ich einfach stolz. Wer Meidling kennt, der weiß das wir haben den Meidlinger Schmäh und wer uns hört,
der war's auf der Stelle. Wir haben das unverfischte, unfeudale, durch und durch originale, weltberühmte Meidlinger Edel. Sogar der alte Kaiser hat fast so wie wir geredet. Vielleicht ein wenig nasaler oder Hochdeutsch, war das nicht. Wer so redet, wer an jeden die Goschen gewachsen ist. Das geht auch anders im Text. Der Schnabel gewachsen ist, Dankeschön. Bringt Leben in sein Reden. Das weiß man ohne dies, wann mich wer fragt, woher ich bin. Dem sag ich nicht nur einfach wie. Ich bin aus Meidlinger Holz und darauf bin ich einfach stolz. Wer Meidling kennt, der weiß das eh. Wir haben den Meidlinger Schmäh und wer uns hört, was auf der Stelle. Wir haben das unverfischte, unfeudale, durch und durch originale, weltberühmte Meidlinger Edel Palett mit der Jahre. Auf geht's, Fäschenklasse. Wer Meidling kennt, der weiß das eh. Wir haben den Meidlinger Schmäh und wer uns hört, was auf der Stelle. Wir haben das unverfischte, unfeudale, durch und durch originale, weltberühmte Meidlinger Edel. Finde ich auch klasse. Was ich glaube, die Nummer. Das Meidling, mir gefällt das selber auch. Also ich finde die auch wirklich gut, auch textlich hat man das wirklich angesprochen. Obwohl ich kein Meidlinger bin, aber ich finde dieses Lokalkolorit oder diese Identität. Allein diese Identitäten, die es in Wien geben, ja. Die verschiedenen. Das ist ein paar Kilometer von Otterkring weg und die haben schon ganz anderes Geld. Ganz anders. Gut, dazwischen war der Wienfluss, nicht? Der Tal quasi. Nicht? Tiefes Tal. War schon am nächsten Berg wieder Meidling. Die berühmten Perlentaucher von Otterkring. Perlenfischer. Perlenfischer, ja. Nein, aber das ist allein die Nummer. Gerd Blabel kennen wir auch schon recht lang. Ja, wobei apropos Perlen, da will ich kurz sagen. Also, das Perlen, hat schon ein bisschen was mit Otterkring zu tun. Ja, stimmt. Die Perlmutt-Drechsler waren. Also die Galizinstraßen zum Beispiel, wenn man auffährt, ist heute der Baustelle, sieht man nach wie vor, wie der Untergrund dort ausschaut. Die haben den ganzen Perlenschutt, dann also den Muschelschutt dort aufgeschüttet und die Straßen damit quasi befestigt. Ja. War eine große Industrie in Otterkring. Ganz groß, aber Otterkring berühmt, das ist ein Bezirksmuseum in Otterkring. Entschuldige, das ist mir gerade eingefallen. Ich bei Perlen an den gespritzten doch zum Beispiel. Aber da sieht man den Unterschied, der derbe, einfache, plumpe Glas und der wie so hochkulturell, aber mindestens genauso tschechernde Patrick. Ja, aber bei Perlen, ich habe gleich mal einen gespritzten Tocht und du an die Perlmutt-Drechsler. Und ich meine, war wirklich ein ganz große Wirtschaftszweig. Großer Wirtschaftszweig in Otterkring. Und war wirklich interessant. Ja. Was lustig ist, weil warum gerade bei uns. Warum gerade dort? Das weiß ich auch nicht, ja. Weil dann breit keine Muscheln. Ne? Ja. Ich meine, wir waren ja nicht aus der Donau, die Muscheln. Ne? Aber darum gibt es ja die letzte Perlmutt-Drechslerei bei Hadeck. Genau. Im Waldviertel gibt es ja noch. Aber die haben früher die Teiermuschel verarbeitet, die in der Teier rausgefangen haben. Ja. Genau. Das ist die letzte, die es noch gibt. Die eine ist noch überblieben. Ja. Was hast du dort immer was brauchst für den. Nein, da, die Perl. Da, das ist Mattecker. Ja. Aus Hadeck. Genau. Echtes Perlmutt. Ja. Das ist der Gut für dort. Zum Beispiel, ja. Genau, ja. Du, ich meine, das ist ein Fake-Bablatschen, aber. Ich muss auch zahlen ein bisschen. Aber wir trinken schon original. Es ist so, wir haben ja heute ist ja der Dienstag, sprich gestern war die letzte Bablatschen. Heute ist der Dienstag und morgen ist für nächsten Montag und es ist so. Haben wir zu wenig Wasser wieder, gell? Gibst du mir wieder wahrscheinlich so wieder gar nicht. Auf jeden Fall haben wir heute einmal würdig eingeschnitten. Waren wir im Bräuhaus, geht schon. Ich wollte ein bisschen laut machen und das war schon leise. Ja, aber da waren wir in Kirchschlag im Bräuhaus. Beim Kogelbauer, heißt er eigentlich. Kogelbauer, haben würdig eingeworfen
Und haben gesagt, jetzt fahren wir dann heim nach dem Essen nicht? Und dann machen wir die Pavlatschen. Das Problem war nur, wir waren vom einen Fressen so dermaßen liiert. Daraufhin haben wir dann gesagt, pass auf, nicht etwa, nein, wir haben uns nicht niedergelegt oder was, passt nicht. Nein, wir haben schwere Holzarbeit verrichtet, mein Lieber. Forstarbeit, möchte ich fast sagen. Also Übertreibt ein wir bisschen. haben sicher locker 20 Scheilen von oben vom Holzlager da oben dran. Ja. Ja, es ist der Wind gegangen, kalt war es war schon, wie man die Dann waren wir noch mehr miert nachher. Dann waren wir noch mehr miert, das ist das Problem. Haben wir keine rauchen müssen. Und jetzt haben wir gesagt, also von unserem Tagesplan her mit ungefähr einer 4-stündigen Verspätung fangen wir jetzt die Pavlatschen an, aber ja, wir sind dabei. Wir sind ja gestern etwas später. Ja, das stimmt auch wieder. Da muss ich sagen, es war ja schon heute eigentlich. Das war ja schon lang heute. Gott sei Dank ist ein Nebel, da sieht man Person. Zum Wohle auf euch. Entschuldige, mit den Perlen jetzt unterbrochen, aber du hast mir auf die Idee gebracht, da muss ich sofort einhaken, bevor du weiter sprichst. Du hast auch mal eine Idee, die musst du rauslassen. Kommen wir zum nächsten Lied, machen wir schräg was ganz was anderes. Ich hätte vorgeschlagen, wir machen Habibi. Ja, schöne Nummer. Habibi ist auf einer Platte Habibi. Ha. Wird vorstanden, ne? Ich sage, was weiß ich? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht, auf welcher. Ich weiß nicht mehr, auf welcher CD was oben ist. Ich weiß nicht. Ich sag's, wie es ist. Ja, aber Moment, also, so viel Zeit haben wir. Haben wir? Nicht sicher. Das werden wir gleich haben. Ja, schauen wir nach. Habibi, auf jeden Fall der Text von der Monika Khoury. Mhm. Und den habe ich vertont. Und ich habe gesagt, ich hätte gerne ein Lied schreiben oder ein Lied spielen über irgendwie so die Thematik der Nicht-Wiener, die in Wien überleben, also der anderen Wiener. Die anderen Wiener kann man auch falsch, also die nicht-Native Wieners. Wie sagt man dann? Die Zugasten. Ja, die Zugasten, die in Wien. Kann er Steirer sein. Ja. Aber na, du hast ja früher gibt's ja schon so Lieder wie die Ziegelbäm. Ja, die BM, ja. Und alles mehr, und die Ungarn und die Wäschermadeln, ganz früher halt. Nicht? Und die Kindermadeln, das waren alles Zugasten, das hat es auch Lieder gegeben und Texte. Aber eben zum Beispiel jetzt über die jetzigen, ich habe das dann zusammengefasst, weil wir nicht auf jede einzelne Nation eingehen. Ich habe das dann zusammengefasst, also quasi die Araber. Ich habe gesagt, die Araber, die oft die sind mal Bäs, und sagen, ja, was wir sind nicht alle gleich, wie so sein, weiß ich nicht. Aber ich habe gesagt, nein, Araber. Und da war immer ein Begriff, der mir immer wieder gekommen ist, irgendwo begegnet ist beim Heirigen, nämlich Habibi. Genau. Das waren die Rosenverkäufer. Ja. Die Rosenverkäufer haben sehr oft, wenn sie dann schon kennt, haben sie die Augen Habibi. Und Habibi ist eben arabisch und heißt Schatzal, Schätzchen, Liebling, ja. aber auch sehr guter Freund, also sehr enger Freund, ne? Also sehr eng bezogen. Und ich habe dann zur Monika Khoury gesagt, das war doch was. Und Habibi, noch das dazu ist sie mit einem Araber ja verheiratet. Nicht, deswegen Khoury der Name. Genau. Das ist ja das Schöne an der Geschichte, herrlich. Das war meine, wie ich nicht blöd. Nicht? Ich habe gesagt, pass auf, du musst da ein bisschen was wissen. Nicht? Ja, genau. Und ich gesagt, du, Habibi, das gefällt mir. Und das wird passen. Und Habibi war ja dann quasi, wenn man es jetzt ganz plump übersehen, wie gesagt, eigentlich ist es sehr Liebling, also sehr eng. Wenn wir es plump ins Wienerische bringen würden, könnte man auch sagen Haberer. Wobei Haberer ja eigentlich weiter ist. Also ist nicht der engste Freund, ist nicht der Haberer. Der Haberer ist bald einmal wer, aber ja, das sind Spitzfindigkeiten. Aber im Wesentlichen passt es zusammen. Genau. Und dann habe ich gesagt, du, so Habibi, der Haberer, nicht so irgendwie. Und mit dem habe ich gesagt, zu Monika, vielleicht kannst du was draus machen. Mhm. Und das natürlich Und sie hat gemacht. Araber auf Haberer sich reimt. Auf das bin ich wieder nicht gekommen. Ne? Aber auf jeden Fall, ja, also so ist das Lied, und sie hat das dann geschrieben und ich gesagt, super, das ist vertone mit großer Freude. Und das ist rausgekommen und heißt schlicht und einfach Habibi. In F-Dur. Jahre schon wohnen wir im gleichen Haus. Wir gehen beieinander ein und aus, andere Brüche, andere Sprache. Einer lernt vom anderen noch und noch. Meine Heimat ist nah und seine ist fern, doch das tut uns zwar nicht stehen. Wir und für erlebt worden im Umgang vereint, ja wir sind die besten Freunde.
bin endlich mein Haber, ich sag, er ist mein Freund. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber, doch ist dasselbe damit gemeint. Ich bin endlich mein Haber, ich sag, er ist mein Freund. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber, doch ist dasselbe damit gemeint. Unsere Kinder gingen ins gleiche Glas. Sie spielen miteinander und sie haben viel Spaß. Andere Bräuche, anderes Essen, aber wir zwei haben das schon lang vergessen. Mein Heimat ist da und seine ist fern, aber wir zwei, wir haben uns gern. Wir haben viel erlebt, wo einem Onkel vereint. Ja, wir sind die besten Freunde. Ich bin endlich mein Haber, ich sag, er ist mein Freund. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber, doch ist dasselbe damit gemeint. Ich bin endlich mein Haber, ich sag, er ist mein Freund. Ich bin ein Wiener und er ist ein Araber, doch ist dasselbe damit gemeint, mein Freund. Super Nummer. Also ich bin begeistert. Ich von find, unserem Programm heute. Also ich muss wirklich jetzt selber. Ja, das schaut Freut's mir. Also, wir sind erst mal Drittel. Ne? ja, freut mich, wirklich. Aber Habibi war wirklich so eine Nummer und das hat ein bisschen gespalten, das habe ich schon auch gemerkt. Also gespalten nicht, aber das war das erste Lied, das wir dann veröffentlicht haben, wo es dann schon unterschiedliche Reaktionen gab. Wiener Vorstadt Blues. Gerade noch also auf der gleichen wie Chris Servus, genau. Und die Präsentation dieser CD hatten wir dann beim Taschler. War ganz allein eine Geschichte. Und das war damals, war es nämlich auch so, aber lasst mich vorher trinken. Der dann tust, aber ich trinke mit. Aber Patrick nichts anderes erwartet. Nein, es war so, also jetzt nochmal ganz kurz am Habibi, warum unterschiedliche, also es hat jetzt nicht irgendwelche Skandale gegeben oder so, das nicht. Nein, gar nicht. Aber das war das erste Lied, wo es wirklich sehr, für uns damals, unterschiedlich intensive Reaktionen gab. Weil die einen waren wirklich begeistert und die sind uns unter Arm. Ich mir gedacht, naja, das Lied ist leibend, aber ist jetzt ein Ausreißer von unserer Wiener Lied-Ebene eigentlich, von dieser ganz klassischen. Und da waren welche also wirklich ganz begeistert und dann andere, das weiß ich nicht, ich weiß nicht. Das war ein bisschen so die andere Richtung. Ja. Ist aber immer wieder gut angekommen, oft gewünscht. Ist oft gewünscht worden. Gewünscht, sagt man gewünscht oder gewünscht? Ich glaube, man sagt gewünscht. Gewünscht, ja. Und gewünscht ist, wenn man dann sagt, sie haben es sich gewünscht. Ja. Ja. Aber das Lied wurde gewünscht. Glaube ich, man sagt das so. Da bin mir auch bin mir nicht sicher. Naja, die neuen Regeln sind ja anders. Ja, eben, ne? Nach den neuen Regeln stimmt sicher alles. Also, gewünscht. Ja, und das ist schon oft gespielt worden und das ist wirklich gut angekommen. Und dann haben wir eben diese Wiener Vorstadt Plus CD gehabt, das war unsere zweite. Ja. Damals, muss ich sagen, unter Unterstützung von Erich Zipp. Erich Zipp, der hat uns die Platte vorfinanziert. Ja, das vorfinanziert. Ja. Also er hat gesagt, pass auf, ich zahle es. War damals nicht möglich gewesen für uns noch. Nein, das war definitiv nicht. Ja. Er hat gesagt, pass auf, ich zahle das und ihr verkauft es und ja, bis halt die Kosten erinnern sind. Geht das der Erlös sozusagen an mich, ja, genau. Und das war eigentlich quasi mit der CD-Präsentation, wo eigentlich das dann erledigt ist, aber Gott sei Dank, war ja keine super teure Produktion, aber für unsere Verhältnisse wäre es nicht möglich gewesen. Der Erich hat uns da. Das waren ein paar tausend Euro und das ist als Vorfinanzierung damals also war nicht ganz schön. Absolut leibend von ihm, ja. Und dann haben wir gesagt, wir machen eine Präsentation und waren das beim Taschler. Und da war es ja so, dass wir da beim Taschler schon gespielt haben, auch 2 Jahre oder was, aber eigentlich nicht viel gespielt, weil nicht viel los war, die zu uns gekommen waren. Wir haben sehr viele Abende, sind wir hingefahren und wir sind wieder heimgefahren. Keiner da war. Ne? Und dann ein bisschen ist es angegangen, aber nicht massiv, aber ein bisschen ist zumindest angegangen, dass ein paar Leute gekommen sind, wir haben da gespielt.
Und dann haben wir gesagt, wir machen eine CD-Präsentation und schauen wir mal. Und das war natürlich schon ein einschneidendes Erlebnis, weil seit dieser CD-Präsentation ist die Hitten fast immer voll. Fast immer voll, ja. Weiß nicht warum, weil das hat ja mit der CD-Präsentation Nein, so eigentlich nichts zu tun, nichts, aber nein. das war eine Zäsur. Da ist energetisch was passiert, muss ich sagen. Scheinbar, ja, da muss irgendwas Das gewesen ist- sein. Und da war also dann die Hölle los. War ein schönes Festl auch. Wir wurden beehrt von viele Leute, ja. Horst Mähler. Horst Mähler war da, ja. Der Der Thomas Rabitsch. mit seiner Frau. Ja, Thomas Rabitsch. Waren da die zwei, ja. Anja, Was ja. uns sehr gefreut hat. War auch leibend. Ja, der Professor Giertler hat uns sogar beehrt. Mit dem Vorradl. Jawohl. War er da? Ja. Nein, das war eine recht leibende Geschichte. Und das Mr. Ferrari war da. Ja, gut, lieber. Sogar zu uns gekommen. Nicht? Sogar kommt aber wenn er die nachher nicht mehr kennt, ein paar Jahre später. Ja, Das das sind wir nicht so. Aber ist er so. Aber Kann man schon sagen. Habe ich aber Ferrari-Pickel gekriegt. Ja, genau. Jahrelang auf der Der Konterpik. Konterpick, ja. Nein, es war ein richtig feines Fest. Da war leibend, ja. Und das war dann beim Taschler. Und da haben wir ihn gespielt, 2-3 Jahre maximal beim Taschler. Und dann ist ja immer besser. Also ab da ist es Seither bergauf gegangen und es war dann fast immer bummvoll, die Hitten. Ohne Reservierung sehr schwer Plätze zu kriegen. Und dieser Erfolg dort dauert Gott sei Dank weiter an. Bis heute. Bis Ja. heute. Es ist nur gesagt, einmal im Jahr meistens. Ja, einmal im Jahr kann man sagen, es ist eine Veranstaltung, wo weniger Leute sind. Aber du weißt keiner, warum das ist, aber das ist halt Ja. einfach so. Aber sonst immer ohne Reservieren. Ja, wobei weniger ist relativ. Das ist relativ, ja. Wo halt zwei Tische Wo zwei Tische leer sind, ja. Das gibt's, sowas gibt's. Ja. Aber das ist wirklich nicht oft, Gott sei Nein. Dank. Und wir spielen jetzt jeden ersten Monat, also jetzt Monat spielen wir dort Fast immer der Erste, ja. fast immer der erste. Nicht immer der erste Donnerstag, aber fast immer der erste Donnerstag. Sichtbar bei uns. Auf 16.at, da findest du alle Konzerttermine und so weiter. Und da war der Erste, der gemeint hat, er widmet dem Taschler ein Lied, war der Patrick, mit einem Zum Instrumentalstück. 10-jährigen Jubiläum war das. Alter, so Dann ist es gewidmet, ja, ja. ja. Und Steht am Notenblatt auch drauf. Ich Gewidmet hab Manfred das nicht Taschler gesehen. zum 10-jährigen Jubiläum. Geil. Vielleicht wieder 6-7 Jahre her. Oh, das ist ja nicht. Das ist schön Ja, lange locker, her. locker. Ja. Und was gibt es dazu zum Erzählen zu dem Lied? Taschler, so, das musst du sagen, von meinem eigenen Lied, man kann ja da nicht so. Naja, du weißt es. Mir Aber es gefällt's. heißt ja beim Was? Taschler. Es so heißt beim Taschler, ist ein klassischer Heiligenmarsch Instrumental. Das ist nicht schlecht. Obwohl er von mir ist, der ist gelungen. Du kannst aber mehr überrascht wie ich. Das war jetzt wieder notwendig. Entschuldige. Entschuldige. Vor allem das Interessante war, der ist eines der Stücke, der mir dann eigentlich passiert ist. Ich habe gesagt, ich komponiere was am Anfang, ja. Und dann war der erste Teil da, ich dachte, weiß nicht, geht nicht weiter. Und nimm am nächsten Tag wirklich die Harmonika, so wie man sich vorstellt, und fang zum Klimpern an drauf. Und innerhalb von 10 Minuten war die Stiegel fertig. Zweiter, dritter Teil da. Ja, Das war's. Das ist, manchmal gelingt dann das so. Also, das glaube ich, sind auch die besten Heiselfrau habe ich Sachen. wirklich komponiert, muss ich sagen. Das ist wirklich ein Dings gewesen. Ja. Aber der ist mir passiert. Ja. Das, Aber das ist schon, also das merkt man da schon. waren auf das einmal ist- Melodien da und das ist einfach eingeschossen. Ja. Ich persönlich finde den einen wirklich schönen Heiligen Marsch. Also das fällt mir schwer, das vor dem Patrick zu sagen. Weil Gefällt ein paar wir Leute. kennen uns so gut, dass man will sie nicht loben. Spielen auch etliche andere Harmonikaspiele in der nein, Zwischenzeit. ist ein mir wirklich, leibend. ein wirklich ein schöner Mann. Also könnte Er ist nicht wirklich, ganz einfach. könnte auch ein uralter Heiligenmarsch sein. Also das ist Ja, wirklich... das ist mir nicht bewusst gewesen, das ist einfach passiert. Ja. Und man ist es schon, wenn man sich besteht wie alle diese Märsche aus 3 Teilen. Und es sind 3 unterschiedliche Teile. Unterschiedliche nämlich, ja. Und auch jeder, der einen Taschler kennt und dort im Lokal dabei war, wenn wir gespielt haben und sonst was, der kann auch mit all diesen 3 Teilen eigentlich was anfangen. Für jeder für sich was anderes. Ist klar, das ist eine Interpretation und das ist halt, man kann für eine tun auch nicht, aber wenn man so ein bisschen gedanklich sich einen Taschler vorstellt und das Lokal, wie man dort sitzt und wie dort so ein Abend anrennt und du hörst jetzt das Lied, dann hast du diese unterschiedlichen Erlebnisse. So Die wie- Stimmungen, die unterschiedlichen, das ist und so, das dabei. ist irgendwie so. Ja, dann machen wir den auch. Ja, das also mal beim passiert, Taschler ja. macht ja nichts. Kann da öfters was passieren. Ja, hoffentlich nicht. Ich muss leichter schreiben eigentlich, weißt du? Es sind ein paar Fallen eingebaut. Weißt du?
was. Der geht aber wie Öl. Dann was? leider einmal im zweiten Teil verspielt, Tja, weil ich schon gedanklich im dritten Teil du drin warst war. gedanklich einfach schon weiter. Ich war im Soll dritten ja Teil. nichts Schlimmeres passieren. Ja. Kaum ist der Ton da, ist er weg auch schon wieder. Ja, ja, aber Nur der ist jetzt gespeichert auf ewig. speichert. Machst gar nichts. Ja, pass auf, lass gleich um, wenn wir schon beim Taschenschlag Machen wir sind, machen wir gleich. Machen wir den Dann anderen. einige Jahre Oder? später haben wir dann nicht gedacht, jetzt schreibe ich auch was für den Taschler. Ja. Und das ist ja so, der Manfred, der Anschler Manfred, der Chef, der Winzer, der Wirt, der Koberer. Koberer, ja. Der hat eine große Ein Faible hat er ein für. Faible für Shellachs. Und der hat eine irrsinnig tolle Sammlung, und zwar Wienerlieder und Jazz. Und er ist wirklich ein Fan, also Fan von Wienerliedern und Fan von Jazzmusik. Und habe ich gesagt, naja, wenn ich für den Taschler ein Lied komponiere, dann sollte es eigentlich ein jazziges Wienerlied sein. Und ich bin ein Freund davon, wenn die Lieder, die über jemanden sind, über ein Haus, über ein Wirtshaus sind, dass es halt nicht gleich immer so plump über das Wirtshaus ist, sondern dass es mehr ein Seitenhieb ist. Also wo in dem Fall der Titel des Liedes ist Klein in der Kirche. Und gemeint ist natürlich die Kirche im Kohlenberger Dorf, wo der Taschler ist. Weil der ist klein in der Kirche. Zwischen Nussberg und Donau, am Rande von Wien, da liegt ein ganz kleines Dörfchen mit kleinen Häusern darin. Und gleich bei der Kirche um sich, da liegt die Buschenschank Taschler versteckt. Klein in der Kirche vom Kohlenberger Dorf, da liegt der Heiriger ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich, und Musikanten spielen tut auch die alten echten Wiener Lieder. Vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder. Und ich find dort Gemütlichkeit. Dort ist noch nichts neu und nicht modernisiert. Vom Essen das Beste findet man dort garantiert. Für Frosing, Hamur und für Gittling drin. In der Buschenschank Taschler am Rande von Wien. Herr Professor. Vom Kohlenberger Dorf, da liegt der Heiriger ganz still und klein. Der Wein ist herrlich und noch ehrlich, und Musikanten spielen dort auch die alten echten Wiener Lieder. Vom Tod, vom Wein und von der alten Zeit. Drum findet man mich dort immer wieder, und ich find dort Gemütlichkeit. Gemütlichkeit, und ich find dort Gemütlichkeit.
ich bin sehr gerührt bei der Wirklich, Nummer oder? fast. Muss ich wirklich sagen, nein, ganz, es ist nicht gespielt. Nein, geht mir zu Herzen. Besser Nein, wirklich gerührt als schön. geschüttelt. Das ist eine schöne Nummer. Eine gell? schöne Nummer. Definitiv, also mir gefällt es auch. Aber wie gesagt, es ist, und Ja. mir taugt es halt, wenn Sie jetzt Ja. hernimmst, den Marsch beim Taschler, diesen diesen Ja, ja. würdigen, heirigen Marsch Ja. und dann die Und dann Verbindung das mit dazu. diesem Jazz und es schließt sich nicht aus. Und es schließt den Kreis beim Taschler, beim Manfred selber Bei nämlich. Manfred und auch musikalisch. Und auch musikalisch, Es ist ja. einfach, Ja, das ist absolut, Wienerlied, die Bandbreite von Wienerlied ist da schön gezeigt. Nicht alles, kommt jetzt nicht alles vor, aber es ist halt vom klassischen, traditionellen, wenn man so will, Ja. obwohl neu geschrieben. Nicht? Obwohl Man neu kann ja geschrieben, was ja. neu schreiben, was alt klingt oder was neu klingt. Das, wie man es will, ne? Wie man es halt macht. Was macht, ja, genau. Aber was alles möglich ist. Ne? Und das andere mit Jazz, also ich finde auch, Das da ist haben das wir- Schöne an der Wiener Musik, auch, muss ich ehrlich sagen, weil Absolut. du hast diese große Bandbreite, man kann sie ausleben, richtig. Es ist ein Fass ohne Boden, die Wiener also Musik. im Prinzip schon. Man hat sehr viel. Es ist schön. Das Einzige, was fehlt, ist jetzt das Metronom, der Rhythmus. Das kannst du leider nicht. Das geht nicht. Das geht nicht, ja. Das kannst du stellenweise so bei heirigen Liedern, aber selbst da. Selbst da hatschen es dazwischen einmal. Da hast du das gehört irgendwo so. einen... Ja. Also Drumcomputer hängt sie auf. Hängt sie auf, ja. Ist ja so. Ist so. So, jetzt haben wir uns aber einen Schluck verdient. Ich sag gespielt, das kannst du nicht schreien. Ne? Ja, genau, ja, das ist ist schon- Da kommt ja immer die künstliche Das ist- Intelligenz mit. Das Ja, schaffst du das- nicht. Wie soll das gehen? So. Was hätten wir noch? Wir haben ein paar Lieder ausgeschrieben. In welche Richtung wollen wir weitergehen? Hast du eine Idee, Patrick? Idee? Da kommen wir zu einer Monika Kuri wieder. Ja, welche nicht? Also, welches Lied meinst du? Ein Lied, das auch wieder vom Titel interessant ist, weil unter dem Titel kennt es fast keiner. Das Lied heißt nämlich Läusel. Stimmt. Jetzt habe ich überlegt wegen dem Titel, nicht? Was man, Und unter dem Titel stimmt. kennt es fast keiner eigentlich, weil die meisten sagen immer, gespült das vom Erdäpfelsalat. ja. Aber ist ganz witzig, da kommt auch die Erdäpfelsalat vor. Haben wir vor, ja. Der Die- Läusel kommt ja öfters vor. Ja. Die Monika Kuri hat mir dann wieder einen Text gegeben Ja. und ich glaube, das ist Sie hat auch eine große Bandbreite, das ist ja, unglaublich. absolut, Ja. absolut. Das war glaube ich oben auf der, oder ist oben auf der Wiener, nein, auf der, das Wiener Lied lebt. Glaube ich. Nein, ist glaube ich auch oben auf der. Ich Wir glaub, haben das es ist ja so- wieder. Nein, Ich schau das wird sofort schon oben sein, wieder wieder auf nach. der Vorstadt Plus auch. Sicher auf der Vorstadt Plus. Das ist ein Wahnsinn. Ich schau kurz nach. Ich frage mich, was auf die anderen CDs überhaupt oben ist, weil scheinbar ist alles auf der Vorstadt Plus. Ich glaube, der Läusel ist, glaube ich, nicht auf der Vorstadt Plus drauf. Nein, ich glaube schon. Nein, ich glaube, wenn, dann ist er da, das Wiener Lied lebt. Auf der ist er, glaube ich. Ich glaube auch, dass er da drauf Ich ist. glaube Ja. ich glaub auch. Auf jeden Fall ist das der Läusel, das ist eine Sache, wir haben damals die Monika Kuri hat ihm so einen Text hergegeben, also mehrere Texte jetzt mal halt gegeben. Ne? Und da war der dabei. Und ich habe irgendwie, weil ich immer ein großer Fan war von Ludwig Hirsch, habe ich mir gedacht, das war doch vom Text her, das war doch was, sozusagen das könnte ich als Hommage an Ludwig Hirsch irgendwie schreiben. Wo ist um? Das Wienerlied lebt. Ah, schau. Ja. Ursprünglich recht gehabt sogar. Gut wirklich gehabt, Ja, ja. Ja. mit sowas. Die haben wir beim Ernstl aufgenommen. Immer beim Erstlaufen. Wir Spielgänzl im Studio unten, Ja. ja. Und auf jeden Fall, habe ich dann gesagt, es ist eine Hommage an Ludwig Hirsch, war leibend. Und dann habe ich eben diesen Text vertont, wie ich mir vorgestellt habe, wie es von einem Ludwig Hirsch sein konnte. Und das ist eigentlich schon fatal, weil die Gefahr natürlich dann besteht, dass du tatsächlich an Hirsch eigentlich kopierst. Nicht? Also vielleicht sogar rechtlich, ja, dass du tatsächlich Finde ich bei dem Lied- finde ich gar ist da nicht, Nein, nein. aber es sind die das Anklänge Intro. sind Also da. das war aber dann später, es war dann das Lied fertig und dann habe ich gesagt, Patrick, wir brauchen so ein Intro. Ne? Und ich habe so vorpfiffen, So das vorpfiffen, ja. vom der Oma. Da oben mal, ja. Aber die ist anders. Also, Naja, die ist nicht anders, sondern die ersten 3 Töne sind so, oder die ersten paar. Weil das Intro von der Oma ist da, 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 da. Und wiederholt sie. Da, 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 da. bei uns wiederholt sich schon nichts mehr. Bei uns Nicht? wird das- Aber dieses da, 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 mit dem haben wir Bei uns angefangen. fängt es an. Genau, Und jetzt geht es schon. genau, also das sind. Aber die ersten 4 Töne, da, 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 6 Töne. Die ersten 6 Töne sind tatsächlich sozusagen entliehen, aber das war's. Aber damit ist es, glaube ich, als Ludwig Hirsch Ja, ja. Reminiszenz erkennbar und textlich ist es ja ohnehin in diese Richtung. Und nachdem halt auch mit auf Erdäpfelsalat vorkommt, aus irgendeinem Grund,
ist es tatsächlich beim Hering, was ist, wer wünscht, spielt in Erdäpfelsalat. Oder wisst ihr, was ihr heute noch nicht gespielt habt? In Erdäpfelsalat. Da muss man wissen, dass der Läusel gemeint ist. Na, dann machen wir einen Läusel, ne? Na, ganz klar. Muss ich wieder ausspielen, gell? Du hast einen Auflauf, Einlauf. Nämlich war ich und bei einer Feier, gemeinsam mit der Grube und dem Meier. Alles war so festlich und so elegant, die Gäste waren alle im Sonntagsgewand. Im Anzug und Krawatten waren die ganz elegant, die Damen im Kostümchen nobel und doch schlicht. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade, dass das der Läusel heut nicht sieht. Am Anfang war die Stimmung noch ein bisschen flach, aber dann ist es Essen gekommen, na und schau, dann waren die Händel und die Fleischl waren serviert, da hat sich keiner mehr geniert. Alles hat sich gestürzt auf die Schnitzel und den Erdäpfelsalat, dass der Läusel nicht dabei war, wirklich schade. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Allein schon wegen dem guten Erdäpfelsalat. Dann trinkt man noch ein paar Schnapseln zum Verdauen. Die Achtelreiner, so schnell kann's gar nicht schauen. Und dann werden schon die alten Lieder gesungen. Ja, und das Tanzbein wird geschwungen. Die Meier tanzt Lambada und der Gruber ist kein Vater. Hat sich Ziel dazu, der Tisch spricht zusammen, lag Stuhlbur. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Da fällt der Läusel halt dazu. Der Erdäpfelsalat. Ja. Naja, und so ist es dann gegangen bis in die Morgenstunden. Das hätte der Läusel auch sicher leibend gefunden. Ja, das eine, das sag ich euch. Dem Läusel seine war die schönste Leich, ja. Es ist so schade, es ist so schade, es ist so schade. Der Läusel ist tot. Schade um einen Erdäpfelsalat. Schaut mal nicht. Läusel auch mittlerweile legendäre, da haben wir auch nie viel gespielt. Da muss ich sagen, generell Am haben wir Anfang lang nicht, unsere eigenen Lieder gar nicht gespielt. Ja. Und auch heute sind wir sehr zurückhaltend. Ich weiß nicht warum. Bei Läusel geht öfters. Heidelfrau. Ja, nein, es werden schon Also, ein paar gespielt, aber so von der Fülle der Lieder, die wir haben, Ja. sind wir da schwach, weil wir spielen es dann immer, aber immer auf Wunsch. In Wahrheit. Darum haben wir gesagt, wir machen heute einmal Genau, ein paar Latschen, gehen ja. auf die eigenen. Und wollen das Trinken aber nicht vergessen. Na schau, dann stehst du schon auf, ne? Setzt mich schon auf, ja. Ja gut, das ist... Über die Grießnuckelsuppe. Ja, das Surfleisch von zum Mittag. Der hat einen Zug wie eine neue Ofenrehren. Apropos Ofenrehren. Ja, noch nicht. Was ist um? Muss man auch noch legen? Ich schau mal, ich muss eher mal was zum Trinken holen. Ja, hol mal. Hol Ich mal werde was. sofort entsorgen. Entsorgt das scheiß Entschuldigt Plastik. mich. Entschuldigung, scheiß Plastik. So. Ja, nein, weil wir haben schon gesagt, wir machen, wenn diese Aufnahme, wenn wir diese mach jetzt so einen Wirbel erst. Ja, was soll ich tun? Das ist ein Wahnsinn. Ich rede mit dir leid. Ja, arg. Also wenn wir schon da jetzt die Fake-Latschen machen, haben wir gesagt, da machen wir sie, aber live. Also live im Sinne von, wir machen es live, wir schneiden nichts zusammen. Und natürlich müssen wir dementsprechend den Ofen nachschauen gehen. Ich schenke mir nicht ein, gell? Oh ja, du schenkst Nein, das ist, nein. Das geht sich gerade noch aus. Na schau, Heine, ich warte bis du da bist und du einschenkst. Das ist dein Job, das wollen wir gar nicht einreißen lassen. Das wollen wir gar nicht einreißen lassen. Ich schaue dabei mal, zu welchen Liedern wir weiterkommen würden. Ich schau auf für auch, gell? Schau auf. Pass auf, da mache ich jetzt was, wie sagt man,
eine Show-Einlage. Und zwar. Also, und Insider, wenn. Was habe ich jetzt runtergehauen jetzt? Irgendwas ist geflogen. Insider werden jetzt wissen, was als nächstes Lied kommt. Ja. Ja. So, das hat, was habe ich da runtergehauen? Ah, da, hab schon. Und zwar, als nächstes Lied werden wir eigentlich spielen die Ruislungen. Der Originaltitel ist Ruislungen Bötszungen. Und wie soll ich sagen, dieses Lied habe tatsächlich auch ich den Text geschrieben. Mir ist irgendwo einmal, ich glaube, es war tatsächlich, ich weiß es aber nicht mehr, es war tatsächlich ein Lied vom Roland Neuwirth, wo irgendwo vorkommt Ruislungen Bötszungen. Einfach als Begriff jetzt. Ne? Aber das war leider, der Ruislungen Bötszungen, das ist ein eigenes Lied in Wahrheit. Und dann haben wir gedacht, das schreibe ich zusammen und habe diesen Text gemacht und dazu die Melodie. Also habe das dann vertont und hat sich, deswegen habe ich showmäßig unterstreichend mir angeraucht. Ach, darum habe ich mir gedacht, ich habe schon gerochen bis auf. Ja, okay, das riecht man gleich, das ist ein Wahnsinn, wenn länger nicht geraucht wird, dann, Ja. also länger. Also, Noch dazu durch die Kaminwirkung Ja, in ja. Hause hier. Wegen der Show. Und wegen Weichzeichner im Raum. Die Nebelmaschine. Die Nebelmaschine. Also auf jeden Fall, Ruislanger Bötszungen hat sich dann etabliert und wir haben dann irgendwann das mit einem Huster angefangen. Du rauchst es an, ja? Das sehe ich, ja. Ich glaube, da kannst du alleine hier. Naja, ich hab mir gedacht, wir spielen das dann. Das sowieso. Ja, was denn? Du, aber was hast du da zu erzählen zur Ruislanger noch? Zu Russland und Bötszungen. Du hast also schon erzählt, eigentlich hast du das ja für mich geschrieben, die Nummer. Ne? Du hast meinen Lebenswandel, meinen Lebensstil ja. Das ist ja nicht immer Schmäh, ne? Seit frühester Jugend, nicht? Das ist immer Schmäh, nicht? Das ist so, ich habe den Patrick als Vorbild genommen. Was Vorbild genommen? Aber es war nicht so. Also ich sage es ganz offiziell, das ist ein reiner Schmäh, den ich da erzähle. Ist tatsächlich nicht der Fall. Und Aber der Schmäh ist gut. ja, das ist auch schon beim Heirigen. Aber nein, aber so zum Lied, wir haben irgendwann mit dem Huster sind wir dahergekommen. Und das war eigentlich so ein bisschen geheim, ein bisschen ein Hit. Also ein Hit, so ein Insider-Hit. Weil es ein bisschen grauslich ist, weißt du. Ja. Aber was verbindest du? Oder was Aber hast das du in ist- Erinnerung an das Lied? Oder? Nix eigentlich. Nichts, das spielst du halt nicht. So wurscht, ne? Ich kriege ja kein Geld dafür, wie ist das wurscht? Nein, ich muss wirklich bei der Nummer eigentlich wirklich, ja, die spiele ich. Die gefällt mir, ja. Aber ich habe zu der Nummer sonst eigentlich wenig Bezug. Zu der Nummer. Aber ich spiele es gern. Also es ist nicht so, dass ich es nicht gern spielen tät. Aber der Bezug eigentlich so Ja. Ich mein, wenig, streng ja. genommen, ich eigentlich auch nicht. Das ist interessant, gell? Aber ich spiele es eigentlich tatsächlich. Aber ich spiele es gern. Naja, wobei wir haben es eigentlich wirklich im Repertoire erhalten, weil es gewünscht worden ist, muss ich ehrlich sagen. Ja, und das ist klassische Pausennummer. Rauchpause natürlich. Rauchpause, voll, nicht, ja? Aber Das spielen wir eigentlich jedes Mal, ja. oft vor einer Vor Pause. einer Pause, ja. Und weil es halt gewünscht worden ist. Ich glaube, sonst war es bei uns in der Versenkung verschwunden. Ja. Wenn sich immer wieder gewünscht worden wäre. Ne? Jetzt Aber dem Publikum gefällt es auch, wirklich. Also das ist... scheinbar. Ja, ja. Auch immer da sind der Applaus, also das... Aber sonst, also Bezug eigentlich, ja, ich spiele es, ja. Ja. Ja, das ist auch nicht so. Aber so es war schon eins der ersten, was eben so ein gewisses Feedback hervorkommt. Ja, ja. Ist ja eine relativ alte Nummer von uns. Ja, Wird dementsprechend wahrscheinlich auf der die Vorstellung. ist auf der Vorstadt Plus drauf, ja. Nein, nicht einmal. Nein, nicht einmal, ne? Schau. Ne? Da haben wir's Bitte mal Schau mein, nach. mein Hirn befragen. Hier nicht. Tja, Hier befragen würde bedeuten nachdenken. Nicht da herumtipseln. wenn ich da nachdenke, da denke ich lang noch. Muss ich husten jetzt. Jetzt rede ich von dem Lied und ich muss husten. Gehört aber zum Stück. Ja, Wir haben wirklich gesagt, nein, da muss noch was her und da haben wir eben die Einleitung zum Stück ist ein Husterer.
Der war von Anfang an aber tatsächlich dabei. Das haben wir uns daheim, das weiß ich noch, in Otterkring habe ich da noch gewohnt. Und da haben wir uns das Lied eingelernt, sind auf den zweistimmigen Refrain gekommen. Und dann haben wir gesagt, da gehört noch was her, da gehört noch was her. Da fehlt noch was eigentlich. Da fehlt was. Und dann haben wir einen Huster eingebaut. Und der Huster ist natürlich je nach Publikum oder je nach Laune, kann der natürlich schon derb ausfallen. Mitunter. Und manche sind ja schon gut. Wie legen wir heute da? Naja, schauen wir mal. Bei mir natürlich. Ein paar Züge und dann Huster einfach selber. Das Wiener Lied lebt. Da ist Das schaut doch auf der zweiten. Auf der dritten. Dritten, ja. Aber ganz interessant zum Beispiel, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt wollte ich was sagen. Aber die Husel und Bötzinger, die hat auch beim Ernstl Spierk, ein Rie, wie er das zum ersten Mal gehört hat, der hat sich gebogen vor Lachen. Wir haben die Aufnahme abbrechen müssen. Das ist ein Wahnsinn! Er stürmt aus dem Regierraum raus. Das ist ja großartig. Ja, das stimmt. Ernst Lauch, ein Raucher vor dem Herrn. Ja. Aber irgendwas wollte ich sagen, was ich nicht mehr weiß. Das kann nicht so wichtig gewesen sein. Wird nicht so wichtig gewesen sein. Dann, meine Freunde. Gehen wir so. Ich mache das jetzt klassisch. Was ist das eine? Lass es aussagen, damit man ein bisschen ein Räucherstäbchen. Dass man noch mehr... Nein, das geht nicht. Das stößt er weg auf den Tisch. Das war jetzt nur für diese Show. Und wie der Pepi Mataschek gesagt hat, dass wir uns leichter husten. Ne? Das wollte ich sagen. Schau. Der berühmte Pepe Mataschek. Da hat er eine Zigarette geraucht und irgendwann hat er dann gesagt, Pepe, das geht auf die Stimme, das ist auch ungesund. Und er hat gesagt, ja, aber ich huste noch leichter. Pepe, was der Sängerknabe? Kannst du nicht eine rauchen? Muss ich gleich einen Schluck nehmen? Nimm einen Schluck. Pepe Mataschek, immer natürlich gespritzte, aber immer halbe Liter. Ja. Also wir fangen an mit Huster. Beziehungsweise 4 Vierteln und der Bagelchick, das ist meine Ration. Durch Obstler Wodka Gin krieg ich meine Inspiration. Mir kommt vor eine Spur, wirkt sich das aus auf meine Figur. Von dem Lehm hab ich schon genug, wenn ich aufwach in der Früh. Von dem Lehm hab ich schon genug, wenn ich aufwach in der Früh. Mit einer Ruheslungen, Böszungen, Schädel wieder dazu. Monde und Husten und eine einige Frisur. Mir ist schlecht und ich schwitz, aber es war die allerärgste Hitz. Dagegen hilft kein Witz, nur eine Achtelschlägerwitz. Dagegen hilft kein Witz, nur eine Achtelschlägerwitz. Ein Doppler ist ein Kinderspiel, da denk ich gar nicht nach. Kann ich mal keine Harzen, ist das der ärgste Joke. Ich komm darauf, ihr füllt es auf, behindert an meinem Blutkreislauf. Und ich spiele mein Lebenslauf, wohin der Früh auf. Und ich spiele mein Lebenslauf, wohin der Früh auf. Mit einer Ruheslungen, Bötzungen, Schädel weh dazu. Bombe und Husten und eine heilige Frisur. Mir ist schlecht und ich schwitz, oh, es war die allerärgste Hitz. Dagegen hilft kein Witz, nur ein Achtelschlägerwitz. Dagegen hilft kein Witz, nur ein Achtelschlägerwitz. Rauchpause! Schon wieder? Nicht schon wieder, nein, das gehört fast schon zum Stück. Das war so die berühmte Ruhe. Was mir jetzt gerade eingefallen ist, während ich spiele, ich schaue auf mein Handy und denke mir, warum habe ich das Handy liegen? Das ist Gewohnheit vom Livestream, weil es könnte man ja auch ein Büdel schicken. Ja, Oder wir könnten es brauchen wegen der Kamera. Ne? Gut, Kamerakind könnte man es so auch machen. Ja, aber da müsst ihr immer dort hingehen und umschalten. Nein, ist nichts. Das mache ich nicht. Ne? Nein, das geht nicht. Das heißt, ich kann es eigentlich aus dem Büdel nehmen. Ne? Kann's eigentlich schon, ja. Man doch zum Schluss, na, das ist ja wurscht, was ist auch der Lied. Zum Schluss ruft wer an, dann kann ich schnell anstoppen. Oder heb an. Sag, jetzt geht, dann kann gerade nicht. Jetzt geht gerade. Bin gerade im Fernsehen. Aufzeichnung. Bin gerade im Fernsehen. Du, pass auf, wir machen einen harten Schlag. Thematisch. Danke. Und kommen, muss
muss ich sagen, zu unserem ersten großen Hit. Biesenberg. Hätte man nie gedacht, das war damals meine erste Jazznummer, die ich geschrieben habe. Also erste Wien-Jazznummer, wenn man so will. Ja. Damals noch sehr, sehr beeinflusst von Karl Hodener. Weil das ein war Chanson im wienerischen Gewand, wie der Karl sagt. Genau, ja, richtig. Ja. Der Karl Hodener hat mich da sehr, sehr, also bis heute ein großes Vorbild von mir. Und ich habe damals, da bin ich eben mit meinem Munkelein, also zu meinem Munkelein nach Floridsdorf gezogen und habe ihm dort dann den Biesenberg kennengelernt und immer ein Freund von uns hat dort einen kleinen Weingarten und sind wir rauf. Und da haben wir wirklich einen super schönen Nachmittag gehabt, und der Abend ist bis in die Nacht reingegangen, ist ganz klar. Ganz wichtig, weil in der Nacht, ich glaube es war 3 in der Früh, kam ich dann die Idee, da musst du ein Lied drüber schreiben. Eben das, ich habe einen Weingarten am Biesenberg. Und weil es war tatsächlich so, dass wir haben dann so ein bisschen recherchiert, es hat bis dahin kein Wiener Lied gegeben über den Biesenberg. Nein. Was wirklich spannend war. Alle anderen Hügelchen in Wien bis zum Laarberg ist alles besungen, ja. Monte Glatzo, also der Kahlenberg, Leopoldsberg wird besungen, der Leopoldiberg, also Nussberg wird besungen, Galitziberg in Otterkring wird besungen. Ja. Aber der Biesenberg? Der Biesenberg gar nicht, also nicht einmal irgendwie. Es gibt dann das eine oder andere Lied über Stammersbach, Strebersdorf, aber tatsächlich der Biesenberg gar nicht. Und da habe ich gesagt, nein, das mache ich. Und dann habe ich mir gedacht, nein, ich schreibe jetzt aber nicht so ein Wiener Lied, so klassisch. Es ist schon eine Zeit her, dass ich das Lied geschrieben habe. Das ist oben wahrscheinlich Forster Plus. Das ist auf der Forster Plus, ganz sicher, ja. Also wirklich schon eine Zeit her. Und da habe ich gedacht, nein, mir taugt so diese Wien-Jazz-Sachen von Karl Hodener und ich muss dazu sagen, dass in der Zeit habe ich da ein paar eingelernt gehabt und habe dann sozusagen jetzt mich auch gitarrentechnisch mit dieser Art Jazz ein bisschen auseinandergesetzt und das gelernt auf gut Deutsch, ne? Die ersten Gehversuche gehabt. Da habe ich gedacht, da schreibe ich doch so eine Jazznummer, also so eine Wien-Jazznummer, à la Karl Hodener. War wirklich so, also es war nicht so, dass ich sage, also für mich die größte Ehre war wirklich, es geht vom Hodener sein. Das war für mich die größte Ehre. Das war absolut gestört, ganz im Gegenteil. Und das Lied ist dann rausgekommen und wir haben das gespielt und es war wirklich... Es war ein Hit vom ersten Tag. Das war unser erster großer Hit eigentlich. Ja? Weil die Heiselfrau ist natürlich nicht der zweite, sondern der größte Hit. Das ist parallel eigentlich. Aber der eigentlich das zweite, das kommt, ist auf der gleichen CD. Ja. Aber die Stärke vom... Aber der Biesenberg war vorher. Der war vorher. Weil wir ihn auch gespielt haben. Ja. Die Heiselfrau haben wir da nicht irgendwie so... Nein, die Heiselfrau haben wir nur auf der Steirischen. Nur auf der Steirischen gespielt, ja. Und erst viel später dann auch auf der Wienerischen, damit man... Weil man doch, da war ich nicht mit auf die Steirische, muss ich auf der Wienerischen auch spielen, passt schon. Ja. Und die hat ein bisschen da... Also der Biesenberg war relativ schnell in einer Runde. In einer Runde, ja. Und die Heiselfrau hat ein bisschen gedauert und dann ist er rausgeschossen. Und dann ist er rausgeschossen, ja. Und wieder auch viel gespielt, auch auswärts. Wieder auswärts. Der war irgendwo in Vorarlberg, war auf Kirchtag oder irgendwas und die Partie dort spielt die Heiselfrau. Ja, also, das ist eine große Ehre, freut mich so. Das ist leibend. Aber der Punkt ist halt der, muss man schon auch sagen, in Biesenberg spielen nicht so viele, weil es ein Jazz-Akkorde sind. Das ist nicht so einfach zum Spielen wie die Heiselfrau. Wie sagt der Herr Bär immer, diese ganzen Gabegriff. Ja, die Gabegriff. Aber ja, aber ich bin stolz auf das Lied und es war wirklich mein Einstieg in den Wiener Jazz und ein erfolgreicher, muss man sagen. Auch mein Einstieg eigentlich, kann man so sagen, vom Solo her. Nein, damals Vogel haben wir schon lange gespielt. Vogel gespielt. Nein, stimmt. Nein, da waren schon andere. Nein, das war... Wir waren da schon, in dem Genre waren wir schon ein bisschen drin. Deswegen habe ich mir drüber getraut. Ich muss überhaupt dazu sagen, mit diesen eigenen Liedern, wir haben sicher 5, 6 Jahre gespielt, so lange nicht, 3, 4 Jahre, 3 Jahre sowas, haben wir gespielt und haben keine Lieder geschrieben, keine Wiener Lieder, weil wie gesagt, jetzt lernen wir mal die. Lernen wir mal die alten, weißt du? Jetzt spielst du mal alte, genau. Ja. Ganz wichtig sowas. Ich denke schon. In jeder Art von Musik, wenn du was machst. Ja. Gerade in einer Volksmusik, egal wo, was du für Volksmusik machst auf der Welt. Richtig, du musst deine Wurzeln einmal kennenlernen und da die einmal reinfühlen und da die einmal sicher fühlen halbwegs. Ja. Und dann kannst du anfangen selber zu erschaffen und zu schaffen und zu schöpfen aus dem Ganzen. Was du schon kannst, was du weißt. Richtig. Finde ich halt, das ist der Zugang. Und diese Vorgeplänkel lassen heutzutage viel aus. Das ist schade, ja. Man hört es aber dann auch. Ich finde auch. Muss ich ganz ehrlich sagen. Der Roland Neuber zum Beispiel, der hat sich beschäftigt von vorn bis hinten mit der alten Musik. Und dann hat er selber geschrieben. Auch der Rudiner Karl, bis der einen Jazz reingebracht hat.
hat der ja die alten Lieder kennen. Der hat zwar schon Jazz vorher gespielt, aber Jazz eben gespielt. Getrennt eben. Getrennt. Ja. Und die alten, nur alte Lieder gespielt. Ne? Richtig, ja. Ja. Und das ja, aber Walter damals noch, ne, in Stammersdorf und so. Und da ist er dann draufgekommen, eigentlich muss ich irgendwo selber auch was schreiben. Ja, und eigentlich passt es zusammen. Ne? Passt zusammen, ja, und wie? Also das ist schon ein wichtiger Punkt. Und wie gesagt, und das Lied war eigentlich unser wirklicher Einstieg in Jazz, weil seitdem natürlich hat sich dann auch Vogel am Baum und Co. hat sich dann auch verbessert. Natürlich. Und wie? Weil es war erst nach dem Lied, nachdem wir uns mit dem Jazz im Wienerlied beschäftigt haben, erst dann zum Beispiel war dann beim Vogel am Baum, wo ich dann angefangen habe mit der Walking Post Begleitung. Bis heute einer, glaube ich, von 2 Leuten, die das machen. Wahrscheinlich. Die kennen. Also gut, es gibt ja nur 5 Kontergitarristen, also insofern 6, 7 nicht, aber okay. na, 10 wird schon geben. Also, ja, aber das alle zusammenrechnen. Ja, lass uns gut sein, lass uns gut sein. Reißen wir einfach an. Ich habe einen Weingarten Walking Pass, was ist am Biesenberg. Ich hab einen Weingarten am Biesenberg. Ich bin da gern, wenn mich kein Mensch dort steht. Ich schau den Rhein dort beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort meine Ruhe. In meinem Weingarten am Biesenberg dreht sich die Welt noch recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen her und am Himmel da siehst die höchsten Sterne. Und nach einem Regen sich die Wolken erst verzogen. Dann sehe ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Biesenberg, das Fleckerl lehrt es mir allein nicht kehren. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Tripfel Wein. Weingarten am Biesenberg. Ich bin der Gier, der mich kein Mensch dort steht. Ich schau den Regen dort beim Wachsen zu. Ja, ich hab dort meine Augen. In meinem Weingarten am Biesenberg dreht sich die Welt noch recht und nicht verkehrt. Man kann die Vogel dort noch singen her und am Himmel da siehst die höchsten Sterne. Und nach einem Regen sich die Wolken erst verzogen. Dann sehe ich über Wien einen großen Regenbogen. In meinem Weingarten am Biesenberg, das Fleckerl das mir allein nicht kehrt. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Tripfel Wein. Dort wächst, ich sag's ganz nebenbei, das allerbeste Tripfel Wein. Musst du wieder gratulieren. Schon wieder? Nach wie vor. Also Dankeschön. diese Nummer ist gelungen, ja. Ja. Ist wirklich, und das war übrigens auch unsere erste Nummer, die wir im ORF gespielt haben. Ja, beim Millionenrad. Millionenrad. Da hieß es damals noch, oder hieß es schon, Brieflos schon, keine Ahnung. Peter Raab, ORF, und das Spannende war folgende Geschichte dazu, muss man schon noch sagen. Die haben uns dann angefragt, sie brauchen die Aufnahme für die Sendung. Also für was? Was hat die Aufnahme? Was für Aufnahme? Nicht, naja, das ist quasi das Playback. Quasi fürs Playback, ne? Und ich habe gesagt, ein Playback spielen wir keins. Ach so. Vor allem, da ist ein Solo drinnen,
diese Aufnahme ist 2 Jahre her. Ich weiß ja nicht, wie das Solo gespielt, aber Solo ist immer Solo, nicht? Das ist immer anders. Ja, Nicht? improvisiert. Stellt sich in Benny Goodman vor, Playback spielen. Unmöglich. Aber es ist natürlich auch so, dass wenn man das nicht geübt hat, wenn man sagt, ja, auch Stimme. Selbst bei anderen glatte Nummern ist ja schwierig. Ja. Man sieht sieht es sehr oft. Man sieht es oft eben. Auch bei richtigen Profis, aber das ja, man hat gesagt, nein, also Playback machen wir nicht, das geht nicht. Aha, nein, da müssen wir schauen. Und dann hat er angerufen, irgendwann der Tontechniker. Der Tontechniker, ja. Begeistert. Der Tontechniker vollkommen begeistert. So quasi endlich der will mir austoben ein bisschen. Und das war wirklich ein total leibendes Erlebnis. Wir haben diese Proben gehabt, diese Einstellungsproben und haben uns also dort hingesetzt, ne? Dann haben wir da gespielt und der hat mikrofoniert und geschaut, wie er den besten Sound rausholt, der Tontechniker. Welches Mikrofon? Er hat schon gesagt, was er hergekriegt hat, das möchte er probieren, das und das, was halt besser ging. Der war total fein, der war richtig geil auf die Geschichte. Ne? Und da haben wir so festgestellt, wir waren, weiß ich nicht, seit 10 Jahren dann die ersten, die dort wieder live gespielt haben. Ja, dazu hat der Tontechniker uns kennt über meinen Bruder wieder. Also, das ist eine ganz lustige Geschichte dann gewesen. Ja. Stimmt, in so eine kleine Weltpartie, ja. Wie klein ist die Welt. Aber das Problem war dann folgendes. Er hat das so aufgestellt, so klingt es am besten, so klingt es am besten. Und es kam permanent aus dem Off, also aus den Lautsprechern, der Regieplatz. Das Sitzmikro, das Stativ ist im Bild, das Kabel ist im Bild und der hat herumgestellt. Und irgendwann war es ihm zu viel. Der ist richtig kupft, dieser. Und er sagt, nein, das geht nicht, da sieht man das Mikrofon. Und der ist richtig aus, na klar sieht man das Mikrofon, die spielen ja live. Das ist live. Ja, das ist live. Da gibt es Mikrofon. Das ist komplett ausgezogen. Und ich sage, das gibt es ja nicht. Das muss man ja sehen. Das ist ja so. Aber er hat sich auch arrangiert irgendwie und wir haben das da hingebracht. Und man hat es dann gesehen. Und man hat es natürlich, ja, das war ja live. Und wir haben also bis dahin dann alle Produktionen, die mit ORF oder mit anderen großen Fernsehanstalten, mit kleiner ist ja das alles kein Problem, mit großen Fernsehanstalten und sowas war, WDR, wo er hat mit uns was gemacht, Dreisat, mehrfach, ja, Slowenien, also slowenisches Fernsehen. Slowenische, dann die Schweizer, der SFR wird der, oder SWR, nein. Nein, das war für... ja, das Schweizer Fernsehen, das war das. Der Florin wird da war. Ja, aber der Sender heißt... Nein, das war für dieses Radio Rumantsch. Nein, das war kein Radio, das war Fernsehen. Das war, das war im Fernsehen, weil das hat ja sogar der Eric Peters dann auf Dreisat gesehen. Ja, genau. Ist. Über die Musik in Wien, ja, genau. Das haben wir auch live gespielt. Da haben wir live. Also wir haben immer live gespielt, bei allen Fernsehen. Also Dreisat WDR, was war der bayerische Rundfunk, keine Ahnung. Also kommt wieder. Ja, kommt wieder jetzt, ja. Und da wird live gespielt. Da wird der Film für live gespielt. Live, also auch mit Publikum. Aber was ich damit meine, ist, wir haben jetzt nicht so viele Fernsehauftritte gehabt, aber alles, was wir gemacht haben, war eigentlich, und das war nie ein Problem. Wir haben immer gesagt, nein, klingendes Österreich, ja. Im ORF, klingendes Österreich, wie das noch war, mit Sepp Forcher, das war nie live, weil das einfach oft natürlich so aufwendig gewesen wäre. Und wir haben gesagt, nein, ich kann nicht Playback spielen, wir müssen live spielen und das war nie ein Problem. Es war halt, wir waren wahrscheinlich immer die teuerste Aufnahme, weil bei uns haben sie wirklich das aufnehmen müssen, es hat halt dauert. Nein, wobei das nicht, glaube ich auch nicht, weil viele der Musikgruppen, die auftreten, haben noch gar keine CD zum Beispiel. Die fahren dann früher nach Salzburg ins Studio und müssen dort die Nummer aufnehmen und so. Ja, aber das ist ja auch einfach, weil da hast du ja kein Mikrofon im Bild und so weiter. Nicht? Aber, ja. Und das war ja bei Klingendes Österreich, war das schon, hat schon gedauert eine Zeit. Im Augustinerkeller, wir sind gestanden über eine Stunde, sind wir da gesessen. Zum Mikrofon. Und die haben nur Mikrofon, die haben nur geschaut, wo stellen wir das Mikro hin, dass es gut klingt, aber nicht zu sehen ist. Mit allen Mitteln haben die gearbeitet. Und da haben wir gesagt, ja, warum kann man das nicht sehen? Und da haben wir gesagt, ja, weil andere Gruppen spielen und die spielen aber Playback. Ja. Und wenn ich jetzt habe, weil bei der Millionenshow war es wurscht, weil da waren wir die einzigen Musiker, die genau, ja. Da sind Mikrofone gestanden, das war ihnen egal. Und Seite spielen ist öfter drin. Seite, ja, haben sie angefangen. Immer wieder der live spielt. Ja. So, das geht auch. Ich glaube, man muss Playback spielen. Dann gar nicht. Ich kann das nicht. Und auf jeden Fall haben die das dauert schon, bis die das mikrofonieren. Und da haben sie dann gesagt, nein, wir müssen es so aufstellen, dass man halt die Mikros nicht sieht. Ne? Und das Problem war halt, oder für die das Problem war, dass wir natürlich in der Zeit schon, da irgendwann haben wir gesagt, können wir noch ein paar Töne haben, nicht? Mit dem austrunken, das war natürlich klar.
Und die war nicht ganz fertig, weil wegen einem Anschlussschnitt, nicht? Also da, was wenn du jetzt da schneidest, irgendwelche Szenen Ja, genau. und das Glas steht einmal da und einmal dort. Und einmal schaut es so aus und beim nächsten Mal schaut es dann. Zeig's uns, Patrick. Demonstriere es uns. Schaut es dann so aus und das Genau. steht da. Ne? Genau. Das fällt auf. Ja. Nicht viel Leute, aber manche ja. Ja, aber das ist natürlich, und das nennt man dann Anschlussfelder oder so irgendwie. Aber sie waren selber schuld, muss ich ehrlich sagen, weil sie hat der Kasten mit dann jetzt die Probenaufnahmen und Mikrofonieren, hat keiner gesagt, dass da schon mitgeschnitten wird zur Verwendung. Richtig. Sie waren selber schuld. Und die Botelle war eiskalt. War eiskalt, und ja. sagt, na, die ist da für uns zum Trinken. Ne? Also auf jeden Fall, da kriegen wir eine Botelle, also absolute Stille im Raum, komplett, du hast eine Stecknadel vorhin gehört. Und der Techniker, was da gleich bei uns gesessen ist, schreit hintere zum Regiepult, wortwörtlich, die 16er Burm haben uns die Requisiten ausgesoffen. Das war die Meldung. Das war die Meldung. Und dann war es alles komplett panisch und gesagt, kriegen wir jetzt nichts zum Trinken. Oder was? So, oh ja, und dann haben wir gekriegt, beide haben wir hinterm Bugel, haben wir dann auf der Bank, haben wir dann Und schauen Sie mal, gegen das Österreich 16er Burm Werner Schimme eingebt, das Video gibt es auf YouTube. Gibt es ja auf YouTube? Ja, gibt's. Siehst du uns, wie wir auf den Bank hinter uns das Bank ist, die Flaschen sieht man natürlich nicht, aber wir hatten jeder hinten eine Botelle stehen. Der Glasl. Botelle. Für uns auch ein Glasl, aber das haben wir nicht angegriffen mehr. Nein, so das da gestanden. Nein, haben wir nicht. Also das war also so diese, weiß nicht, wie wir auf das jetzt kommen. Also, weil der Bismarck der erste, genau. der erste ORF oder der erste Der Fernseher Auftritt mit einem Lied war. Ne? Wir haben sogar bei den Aufnahmen am Wiener Zentralfriedhof haben wir live gespielt. Wisst ihr, wo die Ja, live? klar, live das war immer. Das war eine schöne Produktion. Ja, Das ist nicht lang her, das war noch vor Corona. das war in Corona. Corona. Es war im 20er Jahr ist das aufgenommen worden. Und 21, ein Jahr später ist es gesendet worden. Alles noch Corona, tatsächlich. Ja. Im 20er Jahr war das. Ja. Im Herbst, ja. Ja. Das ist aber gegangen, weil es im Freien war und so weiter und dadurch war das kein Problem. Ja, aber das war toll. Auch das ist dann hauptsächlich oder oftmals dann auf Dreisat. War auf Dreisat, ja. Und war letztes Jahr wieder einmal auf Dreisat in der Nacht. Zufällig einmal im Fernsehauftritt noch einen Auftritt und drauf. War gerade. Ja. Schön, findet man auch, glaube ich. Ja, die Ausschnitte, die Lieder, die man gespielt hat, findet man auf unserem YouTube-Kanal. Unlängst erst eins zum Beispiel gepostet worden von uns wieder. Wirklich? Ja, auf Facebook. Irgendwo habe ich es nämlich gesehen, na klar. Also, Musst du gemacht haben. Ich habe das gemacht? Ja, da, und zwar ein echtes Wienerlied ist aufgetaucht irgendwo. Ja, das habe ich nicht. Ah, nein, dann war das ein anderer. Das war ein anderer. Hab ich durch Zufall nicht gekriegt. Schau rein, da schon her. Der Orden ist ein Wahnsinn. Ne? Und irgendeine andere Produktion war unlängst auch auf ORF 3 über Erbe Österreich. Irgendwas. Da ist ja unter anderem. Ja, über Grenzingen. Über Schlösser gegangen. Eine neue Produktion von letzten Jahr oder was. Und was spielt im Hintergrund? Die Filmmusik quasi. Denkt man, ja, da. Das ist es wer nicht mit, wo die spielen, das gefällt mir, bist du deppert, das ist gut gespielt. Und dann wurde ich weiter gesagt, Gott sei Dank sage ich, das ist nicht so laut. Das ist unsere Aufnahme, ja. Von Werner Gmiert, ja. Haben sie jetzt so alt, glaubst du? Das werden wir bei der Abrechnung sehen. Nein, weil das sind schon locker 2 Euro, geradeaus heißt. 1,20 vielleicht. Ja. Werden wir bei der nächsten Abrechnung sehen, ja. Sehen, eine Neuproduktion war das, über Erbe Österreich in dieser Sendereihe, ja. Ich muss mal sagen, da habe ich aber schon öfters was, da hat meine Mutter gesagt, du, da haben sie gerade von, das muss von echt gewesen sein. Ich muss sagen, die Filmmusik das wird öfters verwendet in der Musik, also öfter, aber na, schon hin und wieder. Das gefällt mir aber, ja. Und ja, nein, es sind doch Leute, die man kennt, die im ORF sitzen dann bei so Produktionen. Naja, und dann Silberbar und so natürlich noch von früher und so. Ja, und die haben das einmal eingegeben im Computer und wenn einmal was drinnen ist im Computer und ein Nachfolger sucht nach ein Wienerlied und was dazu passt, Wien und Werner und das Werner Gmiert ist einmal eingegeben, das stimmt, ist gut. Ja. So Definitiv. So, wir haben jetzt ja gehabt, pass auf, ich würde vorschlagen, wir kommen jetzt einmal zu einem anderen Lied, das ganz anders ist. Und lange gar kein Hit war und wir uns oft wirklich geziert haben, das beim Heurigen zu spielen, aber immer wieder gewünscht und daher ist es dann viel gespielt worden. Weil es war für mich ein Experiment eigentlich, nämlich Skyline von Wien. Es war ein Experiment. Und das war für mich, ich weiß wirklich nicht mehr, wie das entstanden ist, warum, wieso. Ich weiß wirklich nicht mehr. Aber Text und Musik von mir, das ist aber in einem, das weiß ich noch, ist in einem entstanden, also das war wirklich in einem, also Text und Musik ist gleichzeitig
irgendwie so gekommen. Und ja. Ich glaube, ich habe das erste Mal von dir gehört, aber nicht einmal auf der Gitarre, glaube ich. So, am Klavier, das? Am Klavier, glaube ich, ja. Ja, das muss gelungen haben. Ich habe sehr viel am Klavier geschrieben eigentlich. Ja. Aber ich denke mir so gerade nach, wie das war. Ob das nicht sogar, du hast das geschrieben gehabt und das war, ob das nicht beim Schmidhansl mir vorgespielt hast. Das kann schon sein, am Klavier, wie man statt ein Lutschrad gespielt hat. Und du siehst, du, ich hab da was und zu später Stunde dann spielst du die Nummer. Ne? Gehst waren ja keine da. Gehst war gar nicht da. Ja, aber leicht arbeiten können da. Ich glaube, so sein. eine Erinnerung habe ich an das nämlich. Ja, ja. Ich habe viel am Klavier geschrieben. Aber ja, ja. Und dann habe ich nicht gewusst, wie ich das umsetzen soll, weil ich nicht Klavier spielen kann. Ich habe gar nicht das nur so behelfsmäßig. Aber es war manchmal war es für mich einfacher. Dumm einfach, ich weiß noch, den Postlauf, bam, 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 bam. Ja, das habe ich noch so in Erinnerung. Das kann schon sein. Aber jetzt spielen wir es natürlich. Ja. Oder ich kenne jetzt auch gar nicht mehr am Klavier wahrscheinlich. Naja, das muss man noch kurz anschauen. Aber jetzt spielen wir es natürlich da, was hingehört. Aber wie gesagt, ich habe tatsächlich keine wirkliche Erinnerung, wie ich auf das Thema gekommen bin. Ja. Und auch nicht, wie ich auf das Thema, das musikalische Thema gekommen bin. Ich habe keine Ahnung, das ist mir so eingefallen. Und habe mir gedacht, na, das klingt aber leibend, dann habe ich es herumgespielt. Und das kann schon sein, dass ich das dann am Klavier vorgespielt habe. Ja, das würde zeitlich, wie das da reinpassen. Ja. Also, Skyline von Wien. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, die macht keinen. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist allmächtig und manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verziehen. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Skyline von Wien, du lebst in mir drin. Es kann kommen, wer will, die macht keiner mit. Du beruhigst mich und du bist mir vertraut. Du bist allmächtig und manchmal auch zerbrechlich. Skyline von Wien, du bist die schönste Wienerin. Den Neidern und Heuchlern hast du immer verzeiht. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Na, 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 na. Bin ich einmal fort, brauch ich kein Souvenir. Skyline von Wien, du lebst tief in mir. Skyline von Wien. Wie gesagt, eigentlich ganz andere Nummer, ja. Und wirklich gar keinen Bezug, wie der entstanden ist, warum und wieso. Also null Erinnerung. Ich kann mich auch nicht so ganz, aber das irgendwie, du hast mir auch mit dann das erste Mal am Klavier vorgespielt. Ja. Das weiß ich noch.
Und auch ein Lied, das eigentlich sich dann nur durchgesetzt hat, weil es gewünscht wird. Okay, da habe ich noch nicht gespielt und das ist super, das möchte ich wieder her. Ja, spielen wir das nochmal. Und dann ist es so aufgewachsen. Ist nie wirklich ein Hit geworden, jetzt so im Vergleich von uns, also aus unserer Sicht halt jetzt. Also nicht, ein Hit, also nicht, relativ nicht, aber es war schon immer so ein, es ist schon eine der bekannteren aus unserem Stall sozusagen. Nicht? Und das war schon spannend. Und ja, gefällt mir ja. Ne? Ja, mir gefällt es wirklich. Also. Pass auf, ich würde sagen, weil wir jetzt das schon ein paar Mal angesprochen haben. Machen wir einen Crash. Was machst du? Machen wir einen Crash zu der Nummer jetzt? Oder was? Ja, das wäre sowieso alles wahrscheinlich. Aber ich würde sagen, wir machen in der Urbesetzung die Heiselfrau, weil das ist wirklich. Was noch zusammenbringen in der Urbesetzung? Das ist wirklich. Du auch der Text von der Monika Kuri. Monika Kuri wieder, ja. Und du hast es vertont? Ich habe es vertont, ja. Lange habe ich mich geniert für die Nummer sogar, muss ich sagen, am Anfang. Ja, das ist so lange in der Schublade gelegen und so. Und fertig. Dann habe ich eine Melodie geschrieben und der Klaus gesagt, da fehlt noch was. Da fehlt was noch. Und dann habe ich das Zwischenstück reingedingst und das war's. Dann war es fertig. Das war's dann. Dann war sie fertig. Dann war es fertig. Und die Nummer ist wirklich von Anfang an da. Die hat eingeschlagen. Das war, der Biesenberg war zu dem Zeitpunkt schnell ein Ding, weil wir früher schon gespielt haben live. Richtig. Die Heiselfrau war zwar auf der CD, aber auf der gleichen, aber wir haben es selten reingespielt. Ich habe die nicht so wollen. Nein, es war auch, weil es mit der steirischen war, wir haben das halt dann auch nicht immer gespielt. Ja. Und dann aber ab dem Moment, wo das... Je ein Auftritt ohne Heiselfrau gibt es eigentlich nicht. Das ist wie Biesenberg. Das sind die zwei Nummern. Unmöglich. Das gibt es nicht. Ja, und ist auch bis heute. Ist so. Wird auch bei den Brettelspitzen im Bayerischen Rundfunk, wo man jetzt dann im März... Wurde vom Jürgen gewünscht extra sogar. Die einzige, der Rest waren dann Vorschläge, aber die braucht er. Ja, also die haben wir können es jetzt eigentlich schon sagen. Kann man das schon sagen, welche Lieder wir spielen schon? Ich glaube, vielleicht ändert sich dann noch was. Ne? Das ist jetzt einmal im Buch, aber das Drehbuch wird jetzt geschrieben, so einmal, aber wir können feststellen, Heiselfrau ist sicher dabei. Heiselfrau ist dabei, die Ruslungen und ein drittes, nicht von uns, sondern Ivia Blatt. Von Trude Matzig und Richard Österreich. Ja. So, ja, das wird das bei den Brettelspitzen, Bayerischen Rundfunk, März an die Aufzeichnungen, wenn wir schauen, wann das ins Fernsehen kommt. Aber da ist Ende Heiselfrau dabei, weil das ist, und es ist ein Lied, was halt natürlich im ganzen deutschsprachigen Raum verstanden wird. Ja. Muss man auch sagen. Ist so, ja. Und es ist eine simple Nummer. Es ist nachsingbar, es ist einfach und ja. Und es ist aber nicht leicht. Nein. Weil wie man immer so sagt, das Leichte, wenn es leicht klingt, dann ist es gar nicht so einfach. Und natürlich machen wir jetzt einmal. Als Höhepunkt, dann werden wir uns schon langsam zum Ende. Siehst du am Computer, wie lange wir denkst du schon aufnehmen? Das ist ja nein, ich sehe. Du siehst nichts, nicht? Das ja, kann ich wieder aufstehen. Mit meinem Auge. In der Zwischenzeit, während ich aufstehe, könntest du schauen, was wir gespritzt haben im Glasl, weil es ist ein Fake-Pavlatschen, aber kein Fake-Rausch. Ne? Das wollen wir nicht haben. Das wollen wir nicht. Vom Rausch noch vom Rausch noch entfernt, aber... Da 1,5 Stunden. Na servus, das ist ja super Pavlatschen erst. 1,5 Stunden haben wir, ja. Aber wir arbeiten jetzt sehr schon, muss ich sagen, Richtung Ende hin, aber ich finde es ganz interessant. Was anderes auch arbeiten, vielleicht haben wir im Woche nicht mehr, glaube ich, nachher. Ja, ich glaube, wir werden was essen dann wieder, das ist wichtiger. Was für uns ganz leibend wäre, abgesehen von eurer Unterstützung in Form von Teilen, Liken, Weiterleiten oder was weiß ich, was man da alles machen kann. Natürlich auch wenn es finanzielle Zuwendungen, alles, das schätzen wir alles sehr, aber was uns wirklich besonders helfen und freuen würde, wären Kommentare von euch unterhalb dieses Videos, ob euch dieses Format gut gefallen hat, ob euch wer die erste Fake-Pavlatschen gesehen hat, ob euch das Format besser gefallen hat, wo man Schweinsbraten gemacht hat, den keiner gesehen hat. Oh ja, vorher. Oder wie ihr überhaupt, oder die Geschichten zu diesen Liedern, ob das, also quasi Feedback, sagt man heute. Wünsche, Anregungen und natürlich, was euch taugt, das wäre wirklich leid, wenn ihr uns das in die Kommentare reinschreibt. Also, und vielleicht ist das bitte um eine Rückfütterung. Genau, Rückfütterung, jawohl. Und was mich auch interessiert hat, war natürlich, was sind so eure Lieblingslieder aus diesem Bereich, den wir da eröffnet haben mit diesen eigenen Liedern. Das wäre ganz leibend. Jetzt kommen wir zur Steirischen. Ich bald falsch gegriffen. Du hättest das halt in der gespielt, ne? Wäre ja kein Problem. Mittlerweile kein Problem. Aber am Anfang war es wirklich, was ist ja nur auf der Steirischen kennen. Und dann hast du gesagt, das lernen wir das jetzt. Schauen wir das geschwind an. Aber es stimmt natürlich, dort ist mehr weil ich gezwungen war, nämlich sogar, bei Auftritt wurde nämlich gewünscht,
Und die haben wir das in der Pause beim Auftritt geschwind angeschaut, dann haben wir es gespielt nachher. Ja, das stimmt, irgendwie so war das, ja. Man muss machen, wie man sagt, einen Arschtritt kriegen einfach. Das ist, So ist dann geht's innerhalb von 5 Minuten. dann geht's auf einmal, ja, das stimmt. Sie kennt alle die gehen alles am Friedhof davon. Künstler und Hacker, Generaldirektoren. Jeder tut sie freundlich grüßen. Egal ob's groß oder klein ist. Dafür hat man ihr was ins Kerl rein. Ja, bei den sind sie, gerne, gerne. Die Handschrift des Schirts und Blau mit sie aus Stadtblau. Sie kennt alle die Mittel, die sie im Fernsehen bewähren. Duftende Hacke und Kohl, sie hat's gern. Fröhlich tut sie Häusl putzen, weil müssen ja schließlich benutzen. Dafür hat man ihr was ins Kerl rein, ja bitte sind sie, gerne auf geht's. Mein Schatzenleser heißt Frau am Friedhof in Stadtlau. Die Handschrift gibt es Schirz und Blau mit Sing, aus Stadtlau. Jetzt war es wirklich original, wie es auf der CD ist. Ganz genau. Auch auf der Wiener Vorstadt Plus. Absolut, ja. Und wie gesagt, die hat schon Ja. die Nummer hat ein bisschen gedauert, bis gekommen ist, und dann ist sie wirklich eingeschlagen und kann man sagen, ist So, eigentlich eine unserer Bald wir es größten live gespielt haben, ja. Das ist, Ja. Muss man sagen. so, ja. Wirklich lässig, wirklich lässig. Du, wir sind eigentlich schon ganz Ganz schon, durch, gell, ja. noch nicht ganz durch, noch nicht Ja. ganz durch. Es dauert noch. Der Söder ein Ja. Schwank aus deinem Leben. Es ist ja eine Live-Pavlatschen. Ja, trotzdem, nicht? Obwohl sie fake ist, aber fake live. Und wir schneiden nichts. Schau mal in den Ofen rein, Schaut echt gut aus, ne? Ja. Glaubst du, muss da oben nachlegen? Nein, oben geht's noch. Oben geht's noch. Passt, sagt aber. Jetzt habe ich ohne Arm da angetrunken. Na, wie gesagt, schreibt uns eine, bitte Kommentare, wie euch das Format gefällt, wie euch die Fake-Pavlatschen gefällt. Ganz klar, eine Live-Sendung ist es nicht. Der Vergleich, der hinkt natürlich, gar keine Frage, aber ich sage mal, als Alternative, bevor gar nichts ist, glaube ich, ist es ganz brauchbar. Und ja, und das uns wirklich interessieren, was ihr dazu sagt, zu dieser Idee, dass wir da diese Lieder so zusammenfassen und ein bisschen Geschichten dazu erzählen. Das nächste Lied werden wir machen, ich hätte vorgeschlagen, Patrick ist ja da, das heißt, ich sage es einfach, welches, wenn man das haben wir schon. Wir machen Auf der Schoß von der Mama. Das war auch ein Text von Monika Kuri, den hat es mal gegeben. Ich habe gesagt, du, der ist sehr unwienerisch in dem Sinn jetzt, das ist nicht so eine Wienerlied-Geschichte, aber das war, ich weiß nicht mehr, war es ein Geburtstag oder war es Muttertag, keine Ahnung mehr. Es gab irgendeinen Anlass und da hat die Monika gesagt, das war doch super, wenn wir bis dorthin ein Lied hätten. Und gesagt, naja, ich schaue mir es halt einmal an. Und es ist es ist jetzt nicht sehr wienerischer Dialekt, wobei schon im Wienerischen geschrieben und alles, aber
es ist eben anders, wie die klassischen Wiener Lieder. Und für mich war das dann auch mehr so ein, ich habe schon auch getrunken, gell? Nicht, das Macht nichts. Auf euch sehr zum Wohle. aber trinke ich mit, wir trinken einmal mit. Wir trinken Ja. mit. Prost, Prost. Für mich war das dann mehr so, nicht wie eine Ballade, ist ja nicht, aber so ein, Oh ja, kann man aber schon Kann man schon sagen. sagen, Ja, ja. Ballade eigentlich. Ballade. Ja, warum nicht? Ja, Balladen. eine Ballade, Ballade. eine Ballade. Ball. Eine Balllade. Aber irgendwie ist das so, auf jeden Fall, da habe ich ganz bewusst gedacht, ja, oder vielleicht war es deswegen, weil sie schon zu mir gesagt hat, das ist jetzt, da habe ich nicht so, das ist nicht so Wiener Liedmäßig. Wenn sie es nicht gesagt hätte, hätte Ich vielleicht glaube, Wiener wenn ich Lied mich gemacht. recht erinnere, war das für den Geburtstag von der Mama von der Ja, Monika. irgendein Zusammenhang war. Die Frau vom Schubsi, nicht sozusagen. Genau, und Da war Geburtstagsfeier in der Villa Aurora, haben wir dann gespielt. Und da haben wir das Lied dann präsentiert. Jetzt dämmert es mir gerade. das. Ich hab der Schluck ausgemacht, ja. und ich habe aber... Das haben wir die Nummer eigentlich, also auch du Ja, geschrieben, ja. genau, und ich habe die Nummer eigentlich, ganz ehrlich, ich habe die geschrieben und mir gedacht, wir werden das dort nicht spielen, das war's. Das war es, ja, genau. Ich habe mir da nicht weiter Gedanken Wir haben es uns auch gemacht. relativ halbherzig, also auch nicht halbherzig, aber nur für den einen Auftritt haben wir es uns echt Eigentlich studiert. schon, ja. Und Das war, oder quasi- ja, passt, damit ist erledigt, ja. das war Haben eigentlich wir gemacht als und Eintagsfliege gerne gedacht. gemacht und ja, passt. Und dann haben wir es lang beim Herren seltener gespielt. Gespielt, ja. Wenn dann eigentlich auch wieder nur auf Wunsch. Also dadurch haben wir es wieder ein paar Mal gespielt in Wahrheit, aber es ist Das dann... interessant war, wir haben es nämlich dann auf die das Wienerlied lebt CD, da ist das nämlich drauf. Mhm. Und seit es auf der CD war, und wir haben die CD verkauft, ist das von den Das ist Live-Grundschulen dann. Ja? Ja, genau. Also von der Und dann Aufnahme ging es her- auf einmal bergauf mit der Ja, Nummer ja, dadurch. okay. Ja. Und der nächste große Schlag für die Nummer war die Pavlatschen. Pavlatschen, ja, absolut. Wir haben das dann einmal gespielt und es ist so von den Pavlatschisti. Besonders von der Principessa, muss ich sagen. Ja, ne, also, Auch, die, also das war- ja, das ist war- halt besonders, ja, aber es haben wirklich viele gesagt, nein, das wollen wir hören. Das ist ein Lieblingslied von vielen. Und daher machen wir das jetzt natürlich auch. Ganz andere Nummer, also eigentlich eine Nummer, ja. Wahnsinns-Bandbreite, was wir da heute da Heute haben, ja. mit eigenen Liedern. Ja, ja. Also Selbstlob stinkt, aber manchmal duftet es auch. Ja, das ist so wie es Werner Gmiert im Fernsehen. Ich meine, das ist eine gute Aufnahme. Wir Ja, wissen ja, das. ja, ja. Ich habe ganz kritisch gehört, aber der Werner Gmiert muss ich mir auch natürlich, ne? Hört doch zu. Und Das ist halt gut. Der Gitarrist vor allem ist schenkt ein mir Doktor, ein ne? Achtel so, ne? Ich denke mir, bist du gescheit? Der Die Gitarrist ist gut, Einleitung wie so und gesagt. alles und dann und wie dann das Hauptthema anfängt, dann macht es bei mir und denkt mir, ich bin doch ein Depp. Es sind wir. Ja, aber am wichtigsten war wahrscheinlich am besten, wie der gefallen hat, doch der Gitarrist. Der Gitarrist ist nicht schlecht gewesen, aber doch, das knallt eh schön. Das ist ein Wahnsinn. Also, auf der Wir Show. lieben uns. Ja. Apropos Gitarrist, ich muss dich wirklich loben bei der Nummer, nämlich, das klingt so leicht, was er da spielt. Ja, ist sehr Aber schön. das ist, und dazu nämlich Singer auch noch. Es ist nicht ohne bewundernswert, muss ich wirklich sagen. Aber ich spiele leider nicht fehlerfrei. Nein, es ist auch fast unmöglich. Also andere Gitarristen Naja, bestätigen das auch. ein guter kann das schon. Also Nein, wirklich sogar gut. Peter Havlicek hat auch unter anderem gesagt, also das ist bewundernswert. Also, das ist Da wirst du ganz der klar Peter. zu die Nummer. Peter. Aber ja, Nein, es Peter ist zu mir. tatsächlich- Also, und Es ist eine wirklich nicht leichte Sache da. Zumal ich ja der auch überhaupt kein kein- Rockerpatzel ist auf der Ja, Gitarre. absolut. Also, Und ich bin ja überhaupt kein Fingerpicker. Aber ich sage mal, ein Fingerpicking-Profi, der das schon spielen. Mit der linken Hand, wie man so sagt, nicht? Wobei es ja Blödsinn ist, weil er zwei Hände braucht. Aber ich weiß, was ich meine. Aber ja, danke fürs Lob, nehme ich gerne ja, an. muss ich wirklich sagen, das ist. Ich bemühe mich. Ich bemühe mich sehr. Das gehört dir jetzt. Auf der Schoß von der Mama. Da waren wir, ja. Kopf kalt, Knie auf die Schuhe und die Finger zwickt und aufgeschiffte Wunden. Ob Skifahrer Zone oder gar das Handel verbrennt, als Kind ist man zur Mama gerannt. Weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut. Auf der Schoß von der Mama ist geborgen und beschützt, wo man als kleiner so gern sieht.
Spielzeug verloren, ein Botschen im Radl und ein Fleck in der Schuhe und ein blauer Fleck am Wadl. Ob eingeschossene Schein oder beim Zündeln was verbrennt. Als Kind ist mir zur Mama gerannt, weil auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, wo man es keiner so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Es war röter Hunger, nicht mehr das auch gern tun. Man kommt zur Mama zu Haus, trinkt Kaffee und redet sie aus. Drucken manche Summen, die ja noch so schwer, bei der Mama nimmer mehr. Du legst deinen Kopf auf den Schoß von der Mama, dann ist alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, und man es gerne so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Auf der Schoß von der Mama wird alles wieder gut. Es gibt nichts mehr, was da weh tut. Auf der Schoß von der Mama bist geborgen und beschützt, und man es gerne so gern sieht. Am Schoß von der Mama. Schon wieder. Ja, ist so. Sowohl auch, ja. von Monika als auch von dir, ja. Auch, Mein Arrangement quetschen von mir, aber. ja, ich glaube, ich werde die Quetschen arrangieren, nicht? Das ist klar. Nein, aber ist natürlich. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Also, Ich hoffe. aber wir haben einen riesen ganz Spaß anders. heute. Also, Absolut, muss ich ehrlich sagen, absolut. es ist absolut, ja. Gefällt mir schon. Also, muss ich Generell sagen. die ganze. Gleichwohl, Latschen wir zum eigentlich, Schluss kommen. Also ja. schon langsam. Also Natürlich, eins haben wir jetzt noch, bevor wir, eins haben wir jetzt schon noch, das müssen wir dich auch noch machen, weil es auch ein Hit geworden ist. Und wir sind zusammengesessen und uns das zusammengeschrieben. Vielleicht habe ich noch welche vergessen. Also es stehen sogar noch ein paar mehr da, aber ja, die lassen wir jetzt aus. Aber wir haben haben dann gesagt, das geht nicht, da fehlt noch ein Lied, da fehlt noch eins. Und wo ist dann, wenn wir mal einen Kaffee oder nein, Mir ist ja dann aber irgendwas, einen Schnaps habe ich meinst du, hättest das aufgemacht, Gleiche, oder? ja, Mir ist das dann zum Schluss Dann- eingefallen, wie wir schon aufgebaut gehabt haben. alles schon fertig. Kurz vor mir hersetzen quasi. Und Und du doch, das fehlt noch. Und er sagt zuerst die Einsamkeit. Jawohl. Das ist wirklich eine, und das spielen wir auch oft. Wobei, du hast jetzt den Titel wieder gesagt, eigentlich Falsch. falsch. Aber auch typisch natürlich, ja. Die Leute sagen alle, die Einsamkeit. Das heißt eigentlich, mein guter Freund, ja. Das ist der offizielle Titel. Ja. Aber es sagen die meisten auch, sagen, spielt mir die Einsamkeit. Ja. Es ist oft, mittlerweile bin ich gescheiter, aber damals habe ich den Fehler gemacht, den viele Komponisten machen. Die nehmen einen Titel, der sozusagen jetzt für mich jetzt als Komponist oder Texter sozusagen künstlerisch wertvoll ist. Also ist jetzt so übertrieben gesagt. Und wir haben gelernt beim Duncan Lauren in den Musikseminaren, er hat gesagt, wenn Sie ein Lied schreibt, bitte überlasst die Titelvergabe Im im Verlag. Oder im Verlag, je nachdem, ja, wer halt da.
Warum? Weil die machen einen Künstlertitel draus und die nehmen die Hook. Oder die nehmen. Das, nicht, mein Schatzerl ist eine Häselfrau, das ist der Titel klar. Ich habe einen Weingarten am Biesenberg, ist der Titel klar. Titel klar, ja. Beim Läusel geht auch, ist der Läusel. Läusel geht, ja. Was Habibi ist auch klar. Ist klar, ja. Skyline von Wien, klar. Klar. Am Schoß von der Mama, auch klar. Meidlinger L, auch klar. Aber warum, bitte? Heißt das Lied, wo du sagst, das fängt so der Refrain an mit, nicht ein guter Freund hat immer Zeit. Und dann heißt aber der Titel nicht einmal ein guter Freund, sondern mein guter Freund. Mein guter Freund. Das kommt gar nicht vor. Das kommt gar nicht vor. Nicht? Aber ich habe mir gedacht, das fasst das gut zusammen. Es geht um mein gut. Sag, warum auch nicht einfach Einsamkeit? Und der Schluss nämlich vom Refrain ist dann Einsamkeit. Ja. Das letzte Wort ist Einsamkeit. Ja. Mein guter Freund. Also jeder. Die Einsamkeit, mit dem hört es auf. Ne? Das ist ja ein guter Hook. Ja. Schluss, Jeder noch so Anfang, fortschrittliche Schluss, Verleger, die jetzt sagen, das ist little nicht mehr Einsamkeit. Das ist ganz klar. Ja. Es gibt aber auch in der Popularmusik ein paar Ausnahmen. Ich denke jetzt die ganze Zeit noch, mir fällt aber nichts ein. Es gibt ein paar berühmte Ausnahmen. Ja, na klar. Die einen ganz anderen Titel haben. Ja, ja. Aber auch in der Wiener Liedszene, wir wissen es von so vielen Liedern, die werden anders gewohnt. Da weiß genau, das ist nicht der Liedertitel. Deswegen hast Landermusik. Deswegen hast du in sehr vielen Liederbüchern, hast du ja im Index nicht nur die Liedtitel, sondern auch die erste Zeile. Die erste Zeile von Refrain und die erste Zeile von Strophe oft. Weil einfach per Liedtitel, Alter, das findet kein Mensch. Wenn man sagt Fiakerlied, das heißt nicht Fiakerlied. Das heißt Wiener Fiakerlied. Wiener Fiakerlied, ja, genau. Jetzt war es unter Fiaker. Und Untertitel I4 habe. Genau, ja. Weil das ist die erste Zeile. Und da hast du viele Lieder. Bei Landermusik passt jetzt wieder wie bei der Einsamkeit, eigentlich, weil Landermusik das Schlusswort ist. Richtig. Aber keiner kennt es unter das. Aber nie heißt das Lied der Handschuhmacher. Ja. Aber jeder kennt es unter dem Handschuhmacher. Handschuhmacher, ja. Dabei geht es gar nicht um einen Handschuhmacher. Und Untertitel, noch mehr, aber auch Volksausgabe steht darunter Ulrichsberger. Das ist wiederum die erste Zeile. Die erste Zeile von der ersten Stufe. Das ist ganz interessant. Ja. Und die Einsamkeit, die ist tatsächlich auch passiert. Aber da kann ich mich genau erinnern, wann ich die geschrieben habe. Und zwar am Weg. Es war ein Freitag, das weiß ich auch noch, ein Freitag. Und ich bin gegangen auf einer heurigen Tour der Rotterkring. Also auf Lokaltour, wie ich das halt immer so gemacht habe. Und bin losmarschiert und bin also Richtung Weinstock gezogen, Richtung alter Weinstock, vis-à-vis vom Stiepert im alten Ort von Otterkring. Bin dort hingezogen und am Weg dorthin fällt mir das so ein mit der Einsamkeit. Und da habe ich so herum mit Ding und dann haben wir so, wie könnte der Refrain sein? Und ich wollte nicht die Einsamkeit, sondern so, das muss erst kommen als Pointe sozusagen, die Einsamkeit. Ja, und dann bin ich irgendwie so auf mein guter Freund gekommen. Wie auch immer, also das war so die Überlegung beim Hingehen. Dann war ich also beim Weinstock angelangt, habe dort 2-3 Gespräche getrunken und da habe ich halt dann so nebenbei die erste Strophe verfasst. Ne? Und am Weg vom Ordner zur Zehnermarie, das ist halt nicht weit, das sind 20 Schritte. Ja? Aber da habe ich also weiter gefeilt am Refrain. Dann war ich in der Zehnermarie, dort habe ich die zweite Strophe geschrieben. Dann hatte ich ein paar Schritte mehr Zeit zum Schwarzen Raben, das war in Otterkring ein Pub, gibt es ja noch immer. Gibt es noch immer, ja. Und bin also dorthin marschiert, habe dann mittlerweile den Refrain fertig gehabt im Kopf, das war klar. Habe das dann dort fertig notiert, wie ich das mache, und die dritte Strophe geschrieben. Und war wahnsinnig stolz, und das Arge für mich war, dass ich schon so eine Art Idee gehabt habe, wie das melodiös klingen wird, aber natürlich nicht so passiv ausgearbeitet, logischerweise, weil kein Instrument nichts gehabt. Und ich bin ja keiner, der das da so bildlich machen kann. Und kein Mozart. Und bin heim und am nächsten Tag, weil da habe ich nichts mehr geschrieben. Oh Wunder! Da bin ich heim und bin schlafen gegangen. Ich muss ehrlich sagen, ich habe alle Nummern eigentlich immer nüchtern geschrieben, gebe ich ehrlich zu. Nicht das? Ich habe alle, muss ich bei mir ehrlich, ja. Wirklich, ja. Und alle Vormittag, ja. Das ist meine kreativste Zeit. Ungewöhnlich für Musiker, aber alle Nummern, alle Vormittag, ja. Das kann ich so nicht sagen, wobei eins, das stimmt schon, und das ist meine Arbeitszeit. Da bin ich aber auch kreativ in der Zeit. Ich habe den, also manche produktiv kreativ. Ja. Ich habe schon Spinnereien am Abend, die dann am nächsten Tag dann sich wirklich manifestieren richtig fest. Das ist aber Vormittag. Das ist auf die Nacht so, beim 8 da kommen Ideen einfach nur. Ja, das ist so das. Aber die sind alle Vormittag entstanden, ja. Also bei mir ist es ähnlich wie auch ganz anders. Bei mir entstehen schon viele Sachen
ja, im Rausch nicht. Da steht gar nichts. Nein, das steht gar nichts. Das muss man ehrlich also sagen. da hat man kein, Nein, da ist man nicht kreativ. Aber so so mit einem Schweigerland. Schweigern oder Umfeld, wo was los ist oder was so, also in einem nicht sehr ruhigen Umfeld. Sagen wir so. Da kommen die Ideen. Da kommen die Ideen, Ja. da mache ich das. Und tatsächlich, es sind schon viele Lieder entstanden, sozusagen beim Wein, aber die tatsächliche vollständige Überarbeitung, das ist dann eigentlich ein nüchterner Arbeitsschritt. Ja, Im ja, wahrsten Sinne so, des absolut, Wortes. absolut, ja. Ein nüchterner Das Arbeitsschritt. klingt jetzt so unromantisch für die Zuseher, für die Pavlovic. Aber es ist wirklich so. Ja. Ja, aber Es ist aber nicht unangenehm. entstanden- Es ist eigentlich sogar sehr romantisch und schön. entstanden Nicht, ist aber es immer ist Rausch. voll Ne? dumm. Aber halt dann, das ist dann die Überarbeitung, dann schaut man sich das nochmal an. Und vor allem das Arrangement dann und die technischen Raffinessen und Feinheiten, die sind dann Ja. sowieso. Das ist, passiert alles Vormittag bei mir. Dann am Vormittag schlafe ich. Nein, war ein Scherz. Und gerade in der jetzt wird es ja schon so langsam heller, man merkt es ja schon. Im Sommer, wenn ich so früh um 6 Uhr munter bin, stehe ich auf. Nicht? Also, da geht schon los bei mir. Ja. Nein, nicht. Also ich habe quasi meine Morgenruhe, das ist meine Me-Time, sagt man heute. Was Die ist bewohnt. wirklich, nein, das habe ich in der Früh. Also das ist meins. Abend. Und da mache ich wirklich viel. Und das hat mir wirklich viel gebracht. Also diese Morgenroutine sozusagen. Ja. Hat mir echt viel gebraucht. Und ich sage, nein, das ist eigentlich meine Zeit, wo ich am wenigsten produktiv bin, daher nutze ich das. Und das ist halt dann schon. Ich mache so Atemübungen, mache ich. Ja, das ist aber. Ja, Das ist ja trotzdem produktiv. ja, aber es ist ein, nein, aber das ist für mich, Ja, da ja. mache ich, da räume ich hin. Also räume ich hin. Ich komme nicht erst Ich raus. sehe schon wieder, wie das Ja. Engel. Ja, genau. Nein, aber ich mache da mal Krach. Atemübungen. Was denn nach Wim Hof, ne? Mache ich Ja. so die Atemübungen, so. Dann gehe ich mit duschen, Zähneputzen, das Ganze. Und dann mache ich Dehnung. Und das war ganz, und tue mit denen. Weil man denkt, Alter, wenn ich wurscht, ob du sportlich bist oder nicht, aber wenn ich auf ein Motorrad raufkommen will, dann sollte ich auch fit bleiben, was die Vor allem ohne Beweglichkeit Schmerzen. betrifft. Dass Ja. man vielleicht doch 3 Stunden ohne Ja. Schmerzen dann fahren kann. Ja, das habe ich weniger, aber dass du mal raufkommst oder runterkommst, was ich nicht bewegen kann, dann sage ich, was ist da? Irgendwas ist. Was ist da? Muss ich herschauen. Gut, Vorsicht, Karl. Ja. Integrationskammer. Achso, mein Handy wird laut. Das ist Ach eh so, wurscht. die Kamera ist ja am Strom angehängt da, nicht? Also, Das ist am Strom, am blauen Donnerstrom ist die ich aus. sag nur, also das ist eh natürlich. Ja, dann alles Also, das ist eh alles eins, klar. auch. Ja, passt. Aber schau, was wir gleich. Okay, steckt man das da an mit dem. Steckt das an Ja, und ja, irgendwo. mach Gib mir einen Strom. Gib mir einen Strom. geb dir einen Ich danke Strom, der Chef. ich geb dir Ich danke der Chef für deine Bitte schön. Energielieferungsdienste. Ja, aber das ist, und das Dehnen, das ist wirklich super. Und da habe ich mich überlistet. Da habe ich mich selber super überlistet. Ist jetzt was off-topic, wie man so sagt. Aber weil wir gerade davor reden. Und weil ich bin ja voll Sau grundsätzlich. Und jetzt habe ich dann gesagt, nein, normal, es war gut, so eine halbe Stunde dehnen. Das war eine halbe Stunde, bis deppert. Das ist wie schon längst zum Kaffee und eine rauchen und so weiter. Apropos, soll ich eine rauchen? Eine noch. Jetzt sind wir so lieber am Plaudern, ein Eine bisschen. noch. Und jetzt kommen wir da schon zu den letzten Lieder eigentlich. Zwei Lieder. Also Einsamkeit machen wir dann noch. Auf jeden Fall, natürlich. Natürlich, nicht? Also von der reden wir ja gerade Jetzt eigentlich. schon weiter. Das war gerade. Ja, Ja. Interessiert mich auch. Also, das ist ja nicht so. Das ist leibend. Jetzt, wo wir über das Dehnen und über die Morgenroutine der Gesundheit reden, rauchen wir uns eine Das auf. ist schon rausgekommen, er macht sich nur, dass er was Motorrad laufen kommt. Das muss man ja auch dazu sagen. Das ist die Motivation. Nein, nicht der Motorrad, sondern wirklich sinnbildlich war das Motorrad dafür, wie gesagt, nicht, weil ich älter wäre. Aber eins ist, wenn du gedehnt bist, wenn du geschmeidig bist, ist leibender. Und da gibt es eben so die Liebscher Pracht, kann man sagen. Ist aber auch Wie leibender, gesagt, muss ich sagen, in unserem wirklich Beruf auch. leibend. Weil Absolut. wenn dann nichts weh tut, wenn du 3-4 Stunden spielen kannst, ohne dass du nachher. Ja. Ich muss ehrlich Ja, sagen, es ist angenehmer. Ne? Ja. Es ist so. Und ich habe da schon also ganz viel, und die Haltung und das ist ja ganz nah und das Sitzen, ich habe da schon viel weggebracht, viel Schmerzen, Probleme in meinem Körper, habe ich weggebracht, das ist denen. Aber wenn du jetzt sagst, ja, das ist eh super, aber eine halbe Stunde, oder eine Dreiviertelstunde sicher nicht. Und dann habe ich gesagt, nein, ich mache 3 Übungen. 3 Übungen. Da dauert 2 Minuten. Ja, das sind 6 Einmal Minuten. 2 sind 6, ja? 6 Minuten. Mehr mache ich nicht. Sag ich, mehr mache ich nicht. Ja? Den mache ich. Und, im Ende, und ich muss immer vorher muss ich die Trainingsmatten auflegen. Das ist Pflicht. Aber wenn ich sage, brauche ich nicht. Nein, Trainingsmatte wieder nach dem Duschen. Nicht? Also, Trainingsmatten, 3 Übungen mache ich. Und in 99,9% der Fälle mache ich dann mehr.
Na, wenn ich schon da bin und wenn schon die Tomaten aufgehen, dann kann ich gleich die einer machen und die einer, und das tut mir gut. Eine und das List. merke ich. Eine List. Ich bin selber überlistet dabei. Ich selber überlistet. Und das ist einfach mir. Und dann mache ich mir einen Kaffee, rauche mir eine an und machen wir es gemütlich. Und das ist so, und dann schaue ich so ein bisschen, was hat sich da in der Welt oder ein bisschen sinnieren. Und das ist so, das ist der Form. Und dann ist es schon Mittag. Wirklich, also das ist so meine. Das mache ich am Abend. Zeit. Ja. Nein, am Abend kann ich das nicht. Aber erstens manchmal Oder nach dem Spülen, ja. Ja, nach dem Spülen sogar. Nach dem Spülen bin ich mir. Das Sinnieren, ja, daheim so. 1 Stunde noch, 2 Stunden machen wir, ja. Na, alles Hunger, Pilzzungen. Schädel wieder dazu. Ja. Nein, aber das haben viele. Wie schlechter die Schweiz. Genau, ne, ist ja so. Na, da rufe ich meine Mutter an dann noch, nicht? Und so halt, also das ist einfach so der Vormittag, den will ich eigentlich für mich haben. Da mache ich das alles und mit meinem Onkel, nicht? Und plaudern wir so ein bisschen, nicht? Und weißt du, das ist so das Ding. Dann geht es halt auch, dann bin ich halt motiviert. Aber das brauche ich. Und da kann ich auch nichts schreiben, ehrlich gesagt. Da bin ich einfach da beschäftigt. Tatsächlich wäre für mich meine Zeit zum Arbeiten, auch zum Schreiben und so weiter, eigentlich immer dann, wenn es schon Fenster ist, wenn schon alles vorbei ist. Genau kontrarieren nämlich das, ja. Interessant, ja. Also bei Mutter auch immer gesagt, hat das auch immer gehabt. Mein Bruder ist auch so, also in der Vormittag ist auf Nacht aktiv. Auf Nacht aktiv, da ist der Auftritt für mich. Das ist wirklich so die Zeit, wo ich sage, okay, ja gut, wenn man spielt. das ist, ja. Aber so zum Beispiel am Nachmittag bin ich noch saumiert, da muss ich dann glaube ich gehe schlafen und wache nicht mehr auf, bevor morgen. Das haben wir aber beide beim Autofahrt zum Auftritt hin. Ja, jetzt bin ich müde. Ja, das war so. Mein Onkel sagt immer, bist du schon müde? Wieso? In einer Stunde spielst. Jetzt merke ich so. Aber kaum ist man Nein, dann ist es vorbei. auf der Bühne, in der Lokalität, wo man auftritt, ist zack. Und dann ist es bei mir bis nach Mitternacht. Ja. Das ist ja so. Das ist so. Und jetzt um auf die Einsamkeit zurückzukommen, da habe ich einen Text gehabt und eben die ungefähre Vorstellung von der Musik und bin heimgegangen schlafen. Nicht? Und am nächsten Tag, da habe ich mich dann schon hingesetzt und habe das, ich weiß gar nicht, das weiß ich nicht mehr, ob es am Klavier oder am Gitarre. Vorgespielt hast du es auf der Gitarre das erste Mal. Ich glaube, das ist auf der Gitarre. Sind wir gesessen in der Eigerleinstraße, in der Küche, am kleinen runden Tisch, die Sesseln. Du, ich hab was Neues. Ja, Guck dir das an. Das war da. Und das habe ich da geschrieben, habe ich auch nicht geschrieben, also das war wirklich, das mit der Gitarre habe ich nicht lange herumgetan. Oder vielleicht habe ich es am Klavier, das weiß ich nicht mehr. Ja, aber das war relativ schnell. Ich glaube eher auf der Gitarre, weil ich es relativ schnell auf der Gitarre gehabt habe. Und das war wirklich, also weil der Text war fertig, die Idee von dem Lied war fertig. Und das ist mir eben passiert. Das war ich war auf Heirigentour, ich wollte jetzt kein Lied schreiben. Das ist mir passiert. Und das hat mich so gebannt, dass ich tatsächlich, wenn ich einen Notizblock dabei gehabt, und da habe ich das geschrieben. Bei den jeweiligen Heiligen. Ich habe gesagt, was, soll ich mir kurz, den ganzen Stammkästler, was man kennt hat, ich kann Gott nicht, und habe das geschrieben. Oder ich habe, bei der 10er Marie bin ich da gestanden und mit denen plaudert und habe nebenbei die zweite Strophe geschrieben, so nebenbei. Weil ich wollte nicht unhöflich sein, so mit denen plaudert und außerdem war ich ja deswegen dort, also am Stehtischl, ne? Und was sagt gemütlich. Na, und so ist das entstanden. Und am nächsten Tag dann die Musik gemacht. Am übernächsten Tag war ich schon da. Und dann war schon, und das ist wirklich Das auch so ein geheimer Hit geworden. Ja. Ja. Deswegen denkt euch aus, wir greifen zu den Instrumenten und spielen das als quasi letzte offizielle Nummer. Weil dann kommt schon die Schlussnummer. So. Ja, habt ihr lang durchgehalten. Wenn ihr noch da seid. Und da müssen wir nochmal Danke sagen. Danke nochmal, dass die Fake Pawlatschen sozusagen würdig angenommen habt, hoffentlich. Hoffentlich. Ne? Aber ich glaube schon, ihr seid ja leibend, also, was so ist. Und dann am nächsten Montag sind wir dann wieder. Sind wir schon wieder da, ja? Aus Wien, das Aus ist Wien. dann schon Februar, ne? Das ist dann schon Februar. Ja, klar. 30. Montag, 30. Jänner ist eben der Jägerball. Und das nächste ist dann der 5. Am Montag, den 5. Genau. Jetzt sind wir aus Wien. Und da sind wir da. Und da war ich vorher schon auf der Motorradmesse in Tulln. Muss auch sagen, man, so wichtig. Am 6. ist die. Die Pawlatsche ist am 6. Ja, genau. Februar, ja. 3. bis 5. ist die Motorradmesse. Ja. Am 4. am Samstag bin ich dort. Am 3. haben wir auch einen wichtigen Termin, ja, auf den freue ich mich auch schon sehr. Ganz privat sind wir, Also, bei einem was ganz lieben Freund. Ja,
Geschenk mir noch mal nach, weil ich kann da nicht die Schlussnummer dann. Ja, das geht sich nicht. Ja, schau, geht sich gerade aus. Ja, am dritten. Oh, ja. Naja, Schluck, ist so, ne? Dann tut man so jetzt in Wasser auffüllen. Also ich glaube, Nein. das sind sommerlichen. Nein, was sommerlich, ist schon aus. Ist der Nebel. Ja, nein. Ja, aus. Ja, am dritten sind wir wieder musikalisch unterwegs. In Wahrheit Eigentlich also schon. Privattest. Privattest, Mit einem lieben ja, Freund. mit einem lieben Freund, ja. Und da haben wir. Schlagwerker, Ja, ganz ein lieber Freund. ganz super. Ganz super. leibend. Und die Philharmoniker, und das ist natürlich schon ein leibende Ding und was Gutes zum Essen und was Gutes zum Trinken. Hat er auch einen kleinen klitzekleinen Weingarten hat er auch. Ja. Und wir werden den Wein verkosten. Mit dem Wein verkosten. Da Und gefällt auch uns ein wunderbares Grammophon noch zu Hause. Richtig, und das ist ja die Und dann Klaus und ich in Pforzheim. Also Klaus heißt Klaus. Der heißt Klaus, ja. Ich glaube, der redet von mir. Nein, der heißt auch Klaus, nicht? Und dann zu später Stunde dann gekurbelt wird am Grammophon, die Nadeln ausgesucht werden, welche für welche Schellack und so. Das ist schon leibend. Das ist ein Riesenhitz. Ein Riesenhitz. Und die größte Freude wirklich der Klause, also der andere Klause mit seinem Grammophon. Aber wir wissen nicht, ob wir dort sind. Oder Wir werden das werden wir sehen. Aber auf jeden Fall. Ich habe den Wunsch ausgesprochen, ich wäre gerne beim Grammophon. Ja, das stimmt. Aber wir sind auf jeden Fall, also jetzt, heute quasi, ist ja der 30. Jänner. Wir sind gerade nicht da. Wir sind jetzt am Jägerball in der Hofburg. Wenn man das jetzt schaut, ungefähr jetzt fangen wir dort in Wahrheit erst zum Spielen an. Ja, genau so ist es. Ja. Ganzen, Ja. wenn wir wieder fertig sind. Und dann nächsten Montag sehen wir einander wieder live. So richtig live, ja. Und zwar aus dem Studio Donaufeld. Genau. Oder von dir. Das, wissen, Von mir das werden wir kann man sehen. immer noch. Aber, Das kann man immer noch, ja. aber aus Es wird nicht der Klause Klause sein. Nicht aus der Klause. Genau. So, und jetzt mein guter Freund, respektive Klammer, die Einsamkeit. Soll er machen eine Vorstellung? Ja? Man kennt fast sagen zu jeder Zeit, spiel den Trottel für die Leute. Und manches Mal platzt mit der Grau, da kennt den Wurstel in der Schlag. Den Kasperl spielen, das stört mich nicht. Danke meinem Freund, der zu mir steht. Ein guter Freund hat immer Zeit, mein bester Freund heißt Einsamkeit. Und bin einmal ganz allein, so sind wir dennoch immer zwei. Ich und mein Freund, die Einsamkeit, mit ihm bin ständig ich zu zweit. Und will einmal allein sein, dann lad ich mir ein Freundl ein. Wenn ich wohin komme, sagt man gleich, geh unterhalt mich, komm, ich lade dich ein. Ja, und so mach mein Handy ungeniert und krieg meinen Rausch so finanziert. So lachen wir beim Weinverein, aber trotzdem bleibt man nur ein Freund. Ein guter Freund hat immer Zeit, mein bester Freund heißt Einsamkeit. Und bin einmal ganz allein, so sind wir dennoch immer zusammen. Ich und mein Freund, die Einsamkeit, mit ihm bin ständig ich zu zweit. Und will einmal allein sein, dann lad ich mir noch ein Freundl ein. Und hat das Leben das Ende mir braucht und kein Mensch mehr über mich dann lacht, ja, so mach die Augen langsam zu und geh allein ich dann zur Ruhe. Nur einer gibt mir noch Geleit, es ist mein guter alter Freund, die Einsamkeit.
Einsamkeit. Mit ihm bin ständig ich zu zweit. Und will er mal allein sein, dann schlaf ich einfach ganz tief ein. Auch ein Hit, auch ein Hit. Ja, ja. Auf gewisse Weise. Ja, ja. Mir ist es fast ein bisschen zu. Weil es nicht so fast unwienerisch ist, Ja. weil der Schluss eigentlich, es fehlt dieser, in Wienerischen, die meisten Lieder gingen zum Schluss so richtig positiv auf. Ja, Da wird die wieder Auflösung. die Auflösung. Die Und leibende Auflösung, die hast du nicht. Und das ist dann da, so. ist halt Aber- so. Aber es aber ist auch ja. nicht ganz traurig, es ist halt so, wie es ist. Also, Es ist so, wie es ist. Ja. Es ist halt, also, aber tatsächlich habe ich dann gemerkt, wie wir das paar Mal gespielt haben, wie viele Menschen sich da angesprochen fühlen und wie viel wirklich, also wir Ja, ja. spielen das und du siehst Leute, wie es warnen und was auch immer und da halt wirklich also die Tränen runterkommen und sagen, ja, das ist eine Weltnummer, das spricht mir aus der Seele. Mhm. Eigentlich, Entschuldigung, das ist der Gespritzte. das sind die Perlen. Die Perlen von die Säure. Die Perlen, alles, jetzt habe ich schon wieder. Ne? Perlenfischer. Die Drechsel. So ein Schnackerl. So ein Schnackerl. Dann haben wir das Wir haben braucht. kaum was getrunken. Ja, gleich nachschicken. Nein, und da sind viele, die reden mich dann auch und sagen, du sprichst, also das Lied berührt, das spricht mir aus der Seele. Und da denke ich mir, das ist aber eigentlich traurig. Ne? Schon. Das ist eigentlich traurig. Ja, ja. Weil die positive Auflösung eigentlich fehlt. Ja, ja. Weil wenn du aufs Heimgehen vergisst zum Beispiel, geht ja auch gut aus. Geht auch gut zum aus. Schluss, ne? Ja, oder zumindest hat was. Du sei glücklich, denn Optimistisches, du hast dein Zuhause. Nicht? Also, Ja. Und es ist heute ja gibt es da. für ärmere Leute nicht? Und so, Richtig. nicht? Das, Aber ich glaube, also, es geht, man kann so ein Lied, glaube ich, auch nicht mehr ganz so als Ganzes betrachten, sondern du sagst einfach, das Lied vermittelt eine eine gewisse gewisse Stimmung. Grundstimmung und Ja, ja. die trifft es. Ja. Ich glaube, dass es eher so, so gedacht ist und gar nicht jetzt so der Inhalt von vorn bis hinten, sondern Ja, ja. einfach das Ganze. Ja, die Einsamkeit. Und jetzt da, meine Herrschaften, kommen wir zum Schluss. Mit einer, welcher ist klar, welche noch. Na klar, auch mit einer Eigenkomposition, die auf noch keiner CD oben ist Nein. und die noch gar nicht aufgenommen Ja. worden ist. Oder haben wir die Ebenso aufgenommen? ebenso wie Klein in der Kirche ist auch nicht aufgenommen. Oh ja, die haben wir aufgenommen und zwar wie wir die Blabberlieder aufgenommen haben. Da war doch Da die haben wir's- Kirchen Da haben wir es aufgenommen. aufgenommen, aber auf keine CD. Nein, Also, das liegt, ja. das liegt gut verpackt auf irgendeiner Festplatte. Wertvoll. Na, irgendwann haben wir es auf Spotify aufgedient, also halt auf Ja. was wir es veröffentlichen. Wie auch immer, uns hat es einen Spaß gemacht, obwohl es nicht live war. Aber es war absolut leibend trotzdem. Schon, gell? Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Wir hoffen wirklich und gebt uns wirklich Feedback. Schreibt uns bitte ein paar Kommentare. Schreibt rein, wie es euch taugt hat oder was euch nicht taugt hat. Und natürlich, wir wissen alle, es ist nicht live, aber eben wir sind nicht da, daher können wir es nicht live machen. Es ist halt jetzt auf diese Art passiert und ich glaube, die Idee mit diesen eigenen Liedern, ich persönlich glaube, es war jetzt nicht schlecht. Oder Ich habe mich dazu- sauwohl gefühlt, muss ich sagen. Absolut. Dabei und dadurch, Ja, warum? Weil das sind Themen, über die können wir reden. Ne? Ja. Wie sind die Lieder entstanden? Ne? Spannend ist natürlich, dass das ein oder andere Lied, das wir geschrieben haben, dabei war, wo wir gesagt haben, keine Ahnung mehr, keine wie Ahnung das mehr, eigentlich ja. entstanden ist. Auch witzig. Und auch bei der Ruslung und Bötzungen, eigentlich, die für mich eigentlich so. Ja, Dabei, ich spiele es ja gerne. Ja, ja, und sing's aber so gerne, wie wir uns immer da gewesen Wie wir uns immer waren. da gewesen waren. Ja, das hat keinen Bezug ja eigentlich. absolut. Also wie gesagt, wir danken euch herzlich für euer Feedback, für euer Dabeisein und wir freuen uns auf nächsten Montag, wenn wir wieder live sind. Das definitiv. So live, richtig. live. So richtig live. Live ist live. Nach dem Motto. Und jetzt? Live! Warte, entspannt. bin schon Du kriegst gleich einen Schnaps. Achso, ja, Schlusstrinken, austrinken müssen wir. Bevor wir die letzte Nummer spielen, Oder nachher? Nein, vorher wie oder immer. vorher wie immer. Wie immer. Mit der letzten Nummer enden wir. Auf euch. Danke vielmals, alles Liebe. Danke. Eure 16er Buben. Wobei natürlich, es war so, ich muss mir zu dem Lied auch was erzählen. Wie das entstanden ist und so weiter. Wie ist das eigentlich entstanden? Ich weiß gar nicht. Du bist auch einfach dahergekommen. Das habe ich geschrieben einfach. Das ne? ist Ich habe einfach geschrieben. Ja, ja. Und das war so, dass Das ich war der Klaus, habe ich zum ersten Mal gehört. ja, da habe ich es auch geschrieben. Ich habe das erzählt. Bin ich schon. rausgekommen Ein Stock zu Jäger. einer Pawlatschen nämlich. Das ist noch gar nicht so relativ junge Ja, Nummer. ja, ja. Und da habe ich, na, das ist ja. 2 Jahre? 3 Jahre. Das War- wird am sogar schon in der Anfang Corona-Zeit gewesen sein. War in der Pawlatschenzeit, war es ja das? Ja, ja. Da gekommen, ja. Und da habe ich, Weißt du, ich hab da was an. ja, immer doch der Schlussnummer war Leiband. Wir haben keine Schlussnummer noch gehabt. Also das ist so ähnlich wie das Grüß euch sehr aus Küste hin, aber eine Schlussnummer. Und dann haben wir gedacht, naja, was ist der Schluss? Und dann haben wir so Revue passieren lassen, was weiß ich, Reinhard May, nicht? Noch Reinhard
noch eine letzte Zigarette. Ja. Dann vom Odener gibt es ja auch was, ein letztes Achtel oder noch ein Achtel oder ein Schluss, irgendwas gibt es da. Ja. Und dann habe ich einige Lieder noch gefunden, wo es geht ums letzte Achtel, ums Fluchtachtel und so weiter. Oder jetzt ist der Schluss und ich habe gedacht, ja. Warum muss man aufhören, wenn es am schönsten ist? Genau, ja, also, da waren viele Sachen. Und ich habe mir wirklich gedacht, pass auf, erstens einmal, ich erhöhe von Achtel auf Viertel, weil ein letztes Viertel hat noch keiner gesungen. Das hat wirklich noch keiner gekommen. Immer nur, also auch in der Realität. Immer auch Fluchtachtel. Wie ist der Achtel? Geht schon. Also ja, 27 Fluchtachtel. Aber wenn sie 27 dann haben wir oft gehabt schon, aber noch nie ein Fluchtviertel. Ne? Also ein Viertel einfach. Und überhaupt ist dieses Viertel, ich trinke auch keine Viertel, ne? aber ich finde es eigentlich leibend, das ein Viertel. Ein Viertel also. Und also das war die Idee. Und dann haben wir das gedacht, wie war das in meiner Zeit, wenn Sperrstunde ausgerufen worden ist. Und das war immer einer der traurigsten Momente an jedem Tag. Bis heute. Bis heute. So, Sperrstunde, Austria, letzte Runde, furchtbare Worte. Und ich habe gedacht, ich kann mich erinnern, wie wir halt dann oft diese Diskussionen gehabt haben mit den Wirten. Und da ist mir das im Kummer, Herr Wirt, der Vorschlag. Trinken wir nur ein Viertel, weil kein Achtel, weil ein Viertel ist mehr. Und so ist dieser erst ein Vorschlag. Und so ist das Lied entstanden. So, hätte ich das auch erzählt, hat aber keine direkte Bewandtnis gehabt, sondern es war eigentlich eine Revue passieren meiner Erlebnisse und Erfahrungen mit Sperrstunden. Das war eigentlich der wirkliche Hintergrund. Und mit dem sagen wir Dankeschön. Viert euch. Herr Wirt, ein Vorschlag. Ein letztes Viertel, der Abend mit euch war wunderschön. Es hat uns gefreut. Aber für heute ist es das allerletzte Liedl. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Wir haben jetzt gesungen und haben viel gelacht, den Abend miteinander verbracht. Es ist auch gemeint worden bei manchen Lied. Wir haben was getrunken und haben was gegessen, den Alltag miteinander vergessen. Und sagen wir ehrlich, wir werden schon langsam mehr. Herr Wirt, ein Vorschlag. Ein letztes Viertel. Schaut's, der Abend mit euch war so leibend, das hat uns wirklich wieder mal gefreut. Und wie? Aber für heute singen wir das allerletzte Lied. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Und wie ich bei meinem letzten Viertel sitz, denk ich an meine blöden Witz, an die schönen Wienerlieder und an die Gemütlichkeit. Wir haben nicht Post und gesungen viel, nur gegen End jetzt langsam still. Und so hat jede Stimmung ihre Zeit. Herr Wirt, ein Vorschlag. Ein allerletztes Viertel. Schaut's, der Abend mit euch war leibend, das hat uns so gefreut. Aber für heute ist das allerletzte Lied. Weil jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Jetzt wird's fürs Heimgehen langsam Zeit. Viert euch, Papa. Viert euch, macht's das gut.